Habe Ehre und herzlich willkommen am Fischbuffet. Ich habe wieder zwei männliche Frauen dabei, und zwar einen Corby und einen Würster, Seppi. Hey! Würster! Fühlt man sich doch sehr willkommen. Ja, grüß dich, Chossoir, oder wie spricht man die jetzt aus? Du alter Franzmann. Ja, ich bin Franzose jetzt. Ah, das ist schön, das ist schön. Ah, si. Oui, oui. Das ist gut, fliegen, ja. Ja, wenn der Seppi dabei ist und der Corby und wir drei im Park unterwegs sind, dann heißt es in der Regel, dass wir mal wieder 4 angekriegt haben, weil wir den ganzen Mai am Zocken waren. Drum, jetzt herzlich willkommen am Fischbuffet vom Talkthrough. Ist eigentlich der Talkthrough immer einen Monat voraus oder ist es also Rückblick? Es ist alles... Ja, eigentlich so über den Mai mit einem Ausblick manchmal auf den nächsten Monat, aber du kannst da gern sagen, hey, ich hab im April was gespielt und behaupte, es war im Mai, weil keiner von den Hörern wird die steidigen dafür. Ich kann da mit Januar 1998 loslegen. Traust du nicht? Na, trau ich mir ja nicht. Aber gaming-technisch, das ist ja eigentlich nur fast der Anlass, dass wir über etwas reden, oder, Kani? Ja, da gibt's ja was Cooles, da waren wir ja schon drin. Punkt. Überlegt's einmal, wo waren wir drin? Okay, alle drei gleichzeitig oder einer nach dem anderen? Du warst da dabei, Seppi. Scheiße, du. Genau, wir waren alle drei drin und es ist keine unserer Mütter. Oh Gott. Das ist gruselig. Ja, es ist echt gruselig. Ja, was soll man da, wenn wir geile Mams haben? Wir reden vom Gaming auf der Leinwand in die Cineplexens. Zumindest von Vilsbiburg, Erding und Neufahren. Und wir waren ja mit dem Smash-Turnier in Neufahren, in dem riesigen, fetten Megasaal, Deluxe-Kino mit fetter Anlage, fetter, was weiß ich, Leinwand, Projektion, Zeig. Also höchste technische Standards werden erfüllt nach europäischen Maßgaben. Und ja, das kann man sich übrigens auch mieten und sollte man sich auch mal mieten, weil ich glaube, geiler zockt man seine Spiele nicht als in dem Saal auf der Leinwand. Genau. Und wer sich es nicht so richtig vorstellen kann, der geht einfach mal auf die nächste Viva la Move Illusion Gaming Event Action Zeig. Völlig korrektes Deutsch. Ja, da werden wieder mit Fachbegriffen rumgeschmissen. Ja, weil wir planen aktuell schon wieder und ihr dürft euch auf was gefasst machen. Also dieses Jahr werden wir mindestens nur ein Event machen, oder? Ja, definitiv, wenn nicht sogar 2. Na, wenn nicht sogar 3. Oder wenn nicht sogar 4. Na, darüber haben wir nie geredet. Na, Mann. Jetzt artet ein Freizeitstress aus. Ja. Zocken ist doch kein Freizeitstress. Wobei aktuell ist Zocken schon ein Freizeitstress. Aber gerade nochmal, das kann man, ich glaube, jeden Samstag wie sind die Blöcke? Also du kannst in 3 oder 5 Stunden Blöcke kann man sich das mieten. Kostet irgendwas um die 120 € dann. Kannst mit deinen Spätzeln, wenn du zusammenwirfst, dann ist das nicht wirklich teuer. Und es ist auf alle Fälle immer ein geiles Event. Es machen ziemlich viel. Ich glaube, dass die manche auch zum GTA zocken da regelmäßig drin treffen. Das glaube ich ist auch geil. Smash-Turnier war geil und wir können es gerade empfehlen, dass man sich da mal eine warmelt. Oder, wenn es neugierig seid, kommt erst einmal zu uns in naher Zukunft geplanten Events, wie zum Beispiel einem Gran Turismo Turnier, passend zum Filmstart von Gran Turismo im August. Geil. Genauere Daten wird's noch kriegen. Das Gute ist, ihr wisst es jetzt schon, das heißt, ihr könnt... Also ich darf lieber Mario Kart spielen dazu. Ich wollte gerade sagen, ihr könnt jetzt schon fleißig trainieren. Wir drei sind ganz grandiose Gran Turismo Noobs. Experten. Achso. Ja. Also, nein, nur der Mike. Der Mike ist ein begnadeter Gran Turismo Spieler. echt? Ja, der nimmt dann nicht teil, weil es gut ist und das war unfair, oder? Genau, den haben wir dann rauslassen. Der darf gar nicht kommen. Okay, cool. Also er darf nicht mitspielen, weil es gut ist und er darf nicht kommen, weil es kreislig ist. Ja, aber da machen wir dann noch mehr extra Ankündigung. Und es gibt auch noch was vom Cineplex zu berichten. Und zwar, ihr habt jetzt dann im Juni die Möglichkeit, wieder Kinostühle zu ergattern. Und zwar aus dem Kino Erding. Da wird nämlich ein Saal umbaut und das haben sie für Spielberg letztes Jahr auch schon mal gemacht, dass dann die Stühle gegen eine Spende verschenkt haben. Und die Spende wird dann an einen guten Zweck weitergespendet. Und dieser gute Zweck ist leider nicht Viva la Move Illusion, sondern tatsächlich ein guter Zweck.
Aber das erfahrt dann, verfolgt das Cineplex Erding, die posten das dann auch nochmal mit den genauen Daten, da wird es mehrere Termine geben und dann kann man sich die Stühlchen holen und ja, günstiger als umsonst oder gegen Spende kriegt man wahrscheinlich keinen Original-Kinosessel für daheim, also Gas. Richtig. Gas. Dann würde ich sagen, hat man mal bei dem Stichwort vom Seppe mit ein, Freizeitstress. Ja. Weil es Zocken aktuell für mich absoluter Freizeitstress ist. Aber bevor wir da Los mit- drauf, ich wollte auch noch was reinschirmen. Ich hab auch noch was Cooles. Okay, was hast du Cooles? Ich hab ganz frisch gerade eine Pressemitteilung gekriegt. Okay. Ich Jetzt weiß grad? jetzt zwar nicht so 100, ja, jetzt gerade davor. Just in Weiß diesem jetzt zwar Moment? nicht- Ja, just in diesem Moment gerade davor. Ah, cool. Jetzt pass auf, ich zitiere. Ich und mein Team haben gerade eine brandneue Datenstudie basierend auf den neuesten Forschungsergebnissen fertiggestellt. Wir haben insgesamt 402 Städte, kreisfreie Städte, Stadtkreise und Landkreise auf ihre Überlebensfähigkeit im Falle einer Zombie-Apokalypse untersucht. Jetzt habe ich da ein Ranking. Ich habe natürlich auf den Link geklickt, weil der sehr vertrauenswürdig erschien. .ru, oder? Da klickt man immer drauf. Und die haben das tatsächlich gemacht, da waren irgendwie 500 Landkreise und Städte drin. Die haben es nach Verletzlichkeit, Verstecke, Vorräte, Mobilität, Sicherheit und hat so einen Scheißdreck gerankt. Alter, was ist das für ein Und? Aufwand? Und bayerischer Landkreis ist auf Rang Nummer 2. Welcher? zwar- Echt? Trommelwirbel. Freyung Grafenau. Oh, ja, der Tatsache. Void. Ja. Der Void. Ja, Äußerst sicher. der Ernten ist so eine kleine blaue Hochburg, oder? Die haben sicher laut Waffen daheim. Deswegen ist es sicher. Wird nur vom Eifelkreis Bitburg-Prüm übertroffen. Wo ist denn der? Und ja, keine Ahnung, in der Eifel. Okay. Und es gibt noch mehrere von unseren kleinen Landkreise, die da ziemlich gut abschneiden. Ich habe da Straubing-Bogen auf Platz 17 Wow. und Wow. Rottal-Inn auf Platz 19. In Rottal ist doch schon sowas wie Zombie-Apokalypse, Ja, oder? eben, da konnte man Deswegen viel fällt es passieren. wahrscheinlich auch nicht auf, ja. Das sind doch Leute, die sagen so Sachen wie Scha statt Show. Das weiß ich nicht. Keine Doch, Ahnung. du bist doch aus der Gegend, du Saudepp. Ich bin nicht aus ihrer Gegend, die muss da nur leider leben. Ja, schau. Und lecker, das, wo mir das erste Mal einer geschrieben hat, damals in der Schulzeit noch, auf ein Mail, SMS hat er geschrieben, statt ja, schon, ja, schau, mit A. Und dann haben wir gedacht, was ist jetzt mit dem? Ist er schwer behindert worden oder wie? Und dann hat es gesagt, nein, er kommt aus dem Rottal. Naja, das ist aber ähnlich, fast dasselbe, möchte ich fast behaupten. Aber Ja, deswegen Grüße gehen raus an alle Hörer. Rottal in, ihr seid dumm zum Schmatzen. Aber ihr seid ziemlich sicher bei einer Zombie-Apokalypse, ja. Ja, das ist ein Glück, weil die Zombies ja gerne Gehirne essen. Und also wird es aber dann schon langsam echt ein bisschen bait. nein, Kim, jetzt, da muss man mal Butter bei die Fische, aber das Rottal, das geht dazu geschissen. Okay. Punkt. Super. Punkt, ganz genau. Gut. Also das ist kein Witz und nichts, das ist eine definitive Aussage. So, ich habe nicht gemeint, dass das so ausartet. Da. Da ist vor ein paar Jahren nämlich einer durchgefahren durch Anstorf mit dem Odelfassel hinten drauf und es ist ihm aufgegangen. Also der Versuch von Zuscheißen war schon mal passiert, aber leider nicht ganz so erfolgreich. Okay. So, dann versuch es nochmal. Zurscheißen. Also wir reden vom Freizeitstress, von was? In der letzten Folge konnte ich mich daran erinnern, dass der Kani gesagt hat, er freut sich schon unglaublich auf das Spiel der Herr der Ringe Gollum. Und Oh Gott. Ja, und wer hat gesagt, dass das eine scheiß Idee ist? Wer hat's ja, gesagt? genau, der Seppi hat's Ja. prophezeit, aber du hast es eigentlich nur prophezeit anhand von, ja, zwischen Zelda kommt das aussehen und dann nur Diablo Genau. 4. Die Idee, was mache ich denn damit? Das war bei dir wieder so Bauerngenühl, das war sonst nichts. Ja, aber da ist immer Substanz dahinter. Das Also- wird niedrigschwellig auch vortragen, aber es ist immer viel Substanz dahinter. Frisst du dir die Froschschenkel und gib Ruhe. Mittlerweile hat sich ja sogar der Herausgeber offiziell für dieses Spiel entschuldigt. Ja. Und ja, es ist extrem gefloppt. Also es gibt, glaube ich, keine einzige Review, die nur positiv drüber redet, außer du kommst jetzt wieder mit Ding daher, IGN, oder? IGN wollte ich nämlich jetzt gerade Ja. aufhören, wenn sogar die mal gerade 4 von 10 hergeben, dann muss es eine wahre Katastrophe sein. Leck, aber immerhin noch 4 von 10, gell? Also alle anderen eher so 1 oder 2. Ja, irre. Ich hab Memes hab ich dann gesehen von dem Gollum wieder ausgekauft. Alter, was ist denn? Das ist ja ein deutsches Studio dahinter, Mann, Ja, oder? ja, also Ja, deutsche und das hätte Studio. ja sogar, ursprünglich war das als AAA-Produktion angekündigt. Also für Next-Gen-Konsolen und so, gell? Und was ist jetzt geworden? Ein Triple Runen oder so, ich hab keine Ahnung, weil im Alphabet bewegen wir uns da nicht mehr. Na, also auf der PlayStation 2 schaut das ganz gut aus. Ja, immerhin. Ich war übrigens auf der Release-Party in Frankreich vor dem Spiel.
Na, Ja. echt? Ja, es war ganz geil eigentlich, weil da bist du reingekommen, es war so ein Club, der war so ein Herr der Ringe-Style dekoriert. Oh, voll geil. Und dann da waren so verschiedene verkleidete Leute, mal Zauberer, Elbe und Halbling und was weiß ich was alles. Und dann hast du am Anfang Karten gekriegt und dann haben die so Rätsel zu Herr der Ringe gestellt. Und wenn du insgesamt 5 richtig gerannt hast du die Chance auf den einen Ring gehabt. Da war dann so eine Verlosung. Ah, cool. Ja, und alle anderen haben das Spiel gekriegt. Also praktisch waren das die Nieten. Und jetzt habe ich Gollum mit französischer Verpackung daheim für die Xbox. Ja, vielleicht wird es mir was wert. Wahrscheinlich, ja. Lass original verpackt. Ja, unbedingt. Da führt noch kein Weg dran vorbei. Also ich habe noch nicht einmal Gameplay oder sonst irgendwas gesehen, sondern nur die Memes und dann war ich schon fertig damit. Also das werde definitiv, ich bin ein riesen Herr der Ringe-Fan, ich liebe das Universum, aber dieses Spiel wird meine Konsole nicht beflecken. Also ich habe mir das Review angeschaut von PC Games und von Game 2 und also muss ich sagen, da war Game 2 ja eigentlich nur sehr nett. Und wenn die normalerweise die Chance haben, dass sie über irgendwas herziehen, dann machen sie das ja sehr gerne. Aber ich glaube, sie haben das so dargestellt, so ein bisschen so, ja, als wenn die Leute langsam resignieren, dass das eventuell doch nicht so geil ist. Und ja, genauso schaut das aus. Also allein diese geile Animation, wenn es sprechen, und in dem Moment, wo es nicht mehr sprechen, geht es einfach auf den Default-Wert von dem Gesichtszug. Aber also richtig dumm. Also wirklich so richtig völlig dumm. Und ich finde es super. Ich war ja da auf dem Event von dem Publisher und ich habe da auch mit ein paar deutsche Kollegen geschmatzt von PC Games und Eurogame und so weiter. Und ich habe das da gar nicht gewusst, dass das Spiel so scheiße sein muss. Und dann haben wir da so ins Reden gekommen und dann haben die so über ihre Wertungen geschmatzt, wo sie so hergeben. Und dann war halt das, ja, wir müssten halt irgendwas hergeben, so 1 Punkt oder so. Also ich kann halt nicht 0 hergeben, aber das war halt wahrscheinlich das, was ich dort hat. So. Das war so der allgemeine Tenor auf dem Event von dem Spiel. Irre. Nicht so geil. Das, was du das letzte Mal gesagt hast, kann ich mit, ja doch, ich freue mich da schon voll auf so ein Stealth-Videospiel. Ja. Also da gibt es teilweise Szenen, da versuchen sie dann auf eine Plattform zu springen und so wie der springt und von der Geschwindigkeit her, du als Zuschauer darfst sagen, ja klar kommt der da drauf. Nein, er springt auf einmal drüber und verreckt. Und da haben sie gesagt, da gibt es halt einige Passagen und es ist halt dadurch einfach mega nervig und teilweise unspielbar. Und bei der Version, die Presse gekriegt hat, war auch nur so ein Bug drin, ich weiß nicht, ob der mittlerweile behoben ist, dass du einfach nicht mehr weiterspielen hast können. Und auch irgendwie Spielstand zurücksetzen oder so ging nicht mehr. Da werden wahrscheinlich die Presseleute ziemlich dankbar gewesen sein, oder? Das aufhören können haben. Also das war dann also eine Einstellung, da liegt dann der Gollum halt irgendwie in so einer, ja, eigentlich so einem leeren virtuellen Raum, weil er Spiel zusammengebrochen ist und liegt halt wirklich so am Boden und zappelt nur so ganz leicht. Und das waren die letzten Bilder von dem Review von PC Games. Und da haben sie dann gar nichts mehr gesagt. Also das Bild, das hat einfach für sich gesprochen. Geil. Ja, man munkelt da, dass sie da Daedalic technisch total überhoben hat, weil die haben ja hauptsächlich viel so Adventures gemacht früher und jetzt wollten sie halt so den großen Wurf landen mit einem Action-Adventure und haben wahrscheinlich so mit der Engine nicht so zurechtgekommen, deswegen auch das Komische mit Default-Face da und so weiter, das sind lauter so, ja, technische Problemchen, die man eigentlich nicht haben sollte. Ja, die haben ja die Deponia-Reihe davon gemacht oder ja, Edmar genau, bricht aus und sowas und das ist natürlich einfach nur ein Click-Adventure, also was. Ja, das sind super Spiele, aber das ist halt eine ganz andere Liga, so ja, technisch. Eben. Und was ich halt jetzt echt irgendwie problematisch finde, was ich jetzt letztes Mal herausgefunden habe, die machen nochmal einen Teil. Also da kommt der zweite Teil oder anderes Spiel in dem Universum mit der Lizenz und das wird vom Bund gefördert mit 2 Millionen Euro. Aber ich weiß auch nicht, wenn ich sowas abliefert, ob man dann noch 2 Millionen Euro vom Bund kriegen muss, da gibt es, glaube ich, andere Studios, die das jetzt... Hallo, jeder hat eine zweite Chance verdient. Ja, aber die ist schon das zweite Mal Wie viele gefördert. Chancen hast du in dem Limit schon gekriegt? 2,5. Nächste Woche vielleicht. Seid ihr nicht immer so pro Gollum da? Ich pfeile. Gollum. So ist 2 dummen, fetten Hobbits. Gehen wir jetzt
endlich Gehen wir jetzt halt über wieder- Tetris 99 sprechen. Ich habe es in die League schon angekündigt. Nein, ich wollte eigentlich über den Freizeitstress, den wir mittlerweile mit dem Zocken haben, reden. Okay, Ich dann weiß nicht, was ist zurzeit, als sie gleichzeitig spielt, oder spielt sie überhaupt was gleichzeitig, aber bei mir nimmt es Überhand, ich komme nicht mehr aus, was ich da soll. Ach so, okay. Nein, ich habe, bevor ich mit Zelda angefangen habe, noch meine Zeit mit Tetris 99 verschwendet. Wobei, eigentlich nicht verschwendet, ich habe die Leidenschaft für Tetris wieder entdeckt und habe da endlich mal dieses Tetris 99, was es ja umsonst gibt auf der Switch, ausprobiert und muss sagen, wow. Also ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so extrem viel Spaß macht und so schwierig ist. Für alle, die nicht wissen, was das 99 bei Tetris bedeutet, du spielst halt gleichzeitig gegen 98 oder 99, ich weiß nicht genau, ob es 100 sind, andere Gegner, und die haben halt die Möglichkeit, je schneller sie halt ihre Reihen abbauen, dir andere Reihen in den Weg zu stellen. Und das macht ziemlich Spaß. Ich weiß nicht. Ich habe immer so das Gefühl, wer Tetris spielt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Nein, so, wenn du das mal wirklich nur eine Viertelstunde schnell mal irgendwas sagst, das, also gut, länger, das ist jetzt ja nicht, also ich da jetzt nicht stundenlang nur Tetris spielen, aber da die Mucke ist auch schon geil. Ja, also es hat meine Zeit, bis Zelda dann endlich da war, schon gut überbrückt. Ich hab da lieber Dr. Mario auf dem NES-Emulator gespielt. Ist das ähnlich, oder wie? Das Ja, Gleiche ist so nur mit Viren und Tabletten oder sowas, Ja, oder? genau, aber es hat noch geilere Dudelmusik. Okay. Das hab ich früher auf dem NES schon gehabt, und das ist in der, auf der Switch, bei den NES-Spielen ist das Dr. Mario auch drin, feiere ich voll. Es gibt bei Tetris halt dann also eine Kaufoption, dann hast du halt nur ein paar mehrere Modi, halt auch unter anderem, dass du dann lokal spielen kannst oder so einen Unendlich-Modus hast und so. Du hast da ein Levelsystem, und je höher der Level ist, umso mehr kannst du halt dann an irgendwelchen coolen Icons oder so kaufen, Avataren, nicht Icons, und aber auch Themes. Und da gibt's zum Beispiel ein Zelda-Theme, aber halt mit dem ersten Zelda, was rausgekommen ist. Und das ändert dann die Steine, den ganzen Hintergrund und die Musik auf Zelda ab. Das war schon cool. Und da gibt's, glaube ich, also Mario auf jeden Fall, aber ich bin mir nicht sicher, ob es da Dr. Mario nicht auch gab. Cool. Musst auf alle Fälle holen, wenn du die Möglichkeit hast. Ja, es geht jetzt gerade nicht, weil ich eigentlich die ganze Zeit, wenn dann ich auf der Switch was spiele, nur Zelda zock. Ja. Ja, dann fangen wir doch mal an mit Zelda. Bei mir ist ein riesen Wechsel zwischen Zelda, Death Stranding und Octopath Traveler 2, und das sind halt alles so Endloswerke. Also ich glaube, über Octopath Traveler 2 müssen wir halt nicht mehr reden. Das haben wir, glaube ich, Das schon klang jetzt langsam. genügend behandelt. Aber Ich habe es seitdem nicht mehr gespielt. weiß nicht, möchtest du noch irgendwas zu Death Stranding sagen? Nur, dass ich so dumm war, dass ich 20 Stunden in Straßenaufbauen investiert habe, weil ich nicht kapiert habe, dass dann die Welt noch 8-mal größer wird und es noch mehr Straßen kommen und ich einfach mal Story spielen hätte sollen. Und jetzt hänge ich bei 50 Stunden und bin in Kapitel 6. Also ich glaube, dass wirklich 20 oder 25 Stunden, wenn es gelangt, nur damit verschissen habe, Material für den Straßenbau zum Suchen und für die komischen Bauten zum Herrichten und was weiß ich, und hab mich da voll gespielt, und irgendwann habe ich gedacht, jetzt schaust du mal, da war ich dann bei 30 Stunden oder so, dann schaust du mal, was bist, Kapitel 4, Anfang Kapitel 4, wie viel gibt's denn? 14. Ah, okay. Du hast also nur sinnlose Scheiße gemacht, du Trottel. Aber geiles, gell? Sag, gell? Geiles. Ich bin jetzt gerade in dem Berggebiet und das nervt ultra. Ja. Das ist so grenzenlos lästig. Wenn du dann noch gar keine Straßen hast, dann ist es richtig ätzend. Ja, da zu denen in die Berg oben, direkt dann, was bei der Robotikerin, dem Arzt, Bergsteiger und die komische mystische Tante, da kannst du keine Straßen nicht hinbauen. Das ist ja wirklich direkt Gebirge-Scheiße. Das ist ja mit dem Schnee, oder? Ja, aber je öfter du den Weg gehst, desto eher entstehen so Wegestraßen. Ja, die Trampelpfade, gell? Ja, genau. Und dann wird's ja wirklich leichter. Nervt mich trotzdem. Aber gehen wir jetzt mal lieber auf Website, dass wir aktuell alle 3 spielen. Zum Zelda. Tears of the Kingdom. Wer von euch hat die Special Edition erwischt? Nur du. Ja, nur du. Ja, ich für einen Originalpreis noch. Richtig geil. Dafür, dass ich jetzt eine schwarze Box habe, wo ich das Zeug nicht raus tue, ins Regal stelle. Ach Gott. Aber war jeden Cent wert, genauso wie die 80 Euro für den Pro-Controller in der Tears of the Kingdom Optik. Den uns auch noch braucht. Und jetzt ein Logo brauchst du nicht. Und ich brauche auch noch die Amiibo, aber die habe ich bisher nirgends gekriegt. Zumindest nicht für einen annehmbaren Preis, weil 70 Euro zahlen nicht für die Huren so ein Amiibo. So, jetzt hör mal du mit deinem Augengeben auf und frag uns mal, wie wir das Spiel gefunden haben. Wie hast du das Spiel gefunden, Corby? Geil.
Du hast ein Spiel gefunden, Seppi. Kacke. Was? Das ist jetzt der Ernst, oder? Ja, also ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig geil wie alle anderen. Ich habe aber erst 15 Stunden gespielt, muss man auch dazu sagen. Bin dann unterbrochen worden. Ja, und ich hab's dir gestern schon erzählt, der Seppi war für das Tutorial schon dumm. Ja, genau. Das Tutorial ist halt einfach ein Riesenhaufen Scheiße und da müssen wir uns ja wohl alle einig sein. Ja, sagen wir so, es ist einfach zu lang. Nein, sagen wir mal, das Tutorial ist Riesenhaufen Scheiße. Punkt. Nein, das ist kacke. Nein, ist es nicht. Das Also ist Riesenhaufen Scheiße auf gar Das keinen ist Fall. langweilig wie Sau. Überraschend finde ich. Also ich war sehr überrascht, als ich dann bei diesem Zeittempel war und dann dachte, oh, jetzt geht's los und dann schickt er mich erstmal nochmal drumherum. Genau, da laufst du nochmal Da hab ich 3 geflucht, Stunden ey. über diese Drecksinsel drüber. Also mir hat das Tutorial auch gescheit genervt. Da war ich auch froh, als ich endlich runtergefallen bin. Und haben mir gedacht, wenn jetzt da unten nochmal so etwas auf mich wartet, dann hoffe ich, dass ich beim Oberfall ins Knack abstoße. Also das ist halt echt interessant, weil ich glaube, das ist eine völlig andere Wahrnehmung, wann das Spiel eigentlich losgeht, wie bei Breath of the Wild. Bei Breath of the Wild läufst du aus der Höhle raus und es fängt an. Ja. Obwohl du ja eigentlich trotzdem erst in dem Tutorial-Gebiet drin bist. Ja. Ja, also viel besser ein Einstieg in der Spielwelt, auf alle Fälle. Und bei Tears of the Kingdom, ich find's ehrlich gesagt nicht schlecht, weil dann ist es trotzdem wieder ein bisschen anders zu Breath of the Wild. Du findest sie aber halt trotzdem wieder. Und wie es die Mechaniken halt dann erklärt haben, die schon meiner Meinung nach deutlich komplexer sind wie in Breath of the Wild. Ja, den müssen wir noch unbedingt besprechen, die Mechaniken. Da bin ich gespannt, was ihr da zum Sagen habt. Da bist du auch wieder zu dumm zum Spielen, oder? Ich bin grundsätzlich nicht dumm zum Spielen, aber das Spiel ist halt teilweise ein Riesenhaufen Scheiße. Ich hab da schon ein paar Mal zugeschaut, Seppi. Dann hat's mich schon, bevor wir jetzt in die Details gehen, sehr oberflächlich bei dir, Seppi, interessieren. Was findest du dann gut an Zelda? Da bin ich noch auf der Suche. Aber wie gesagt, ich bin ja noch erst bei 15 Stunden oder so. Das ist ja keine abschließende Wertung, aber mir stoßen halt viele Sachen ein bisschen sauer auf, die mich halt einfach nerven. Und das ist halt zum einen auch die ganze Bastelmechanik da. Das ist, was nicht. Das ist aber einfach vielleicht nicht meine Art von Spiel. Ja, ich würde gerade sagen, weil sie ist ja da technisch und handwerklich alles geil umgesetzt, aber wenn du halt selber damit keinen Spaß nicht findest, dann ist es ja deswegen nicht unbedingt schlecht, sondern wie du schon sagst, halt einfach nicht deine Thematik. Ja, in dem Sinne. Aber deswegen darf ich sie auch beschimpfen mit wüsten Schimpfwörtern. Definitiv, ja. Definitiv. Nicht in diesem Podcast. Nicht in diesem Genau, Podcast. hier werden keine schmutzigen Wörter ins Hurenmaul genommen, ist das klar? Nein, ich übertreibe natürlich maßlos. Es ist natürlich kein schlechtes Spiel und so weiter, aber wenn mir halt eine App sich ein bisschen nicht gefällt, dann ist halt der größte Scheiß auf der Welt. Das ist doch ganz normal. Immer, das ist ganz normal. Hey, aber ein schlechter CGI-Effekt in dem Film, das ist der dreckigste Scheißfilm, den ich jemals gesehen habe. Ja, meine ganze Kindheit ruiniert jetzt. Da. Ja, genau. Hey, der dritte Teil hat mir nicht gefallen, alle Vorgängerfilme waren jetzt, sind jetzt auch schlecht. Wo es Welt war das Intro einfach, das in die Höhle da reingehe, diesen Dämonenkönig finden und so weiter. Es war ziemlich geil, es war ziemlich düster, ungewohnt düster, sag ich jetzt einmal. Ja. Und es schaut ja da ziemlich krass aus, finde ich, wenn da der komische zusammengeschnorchte Scepter drinnen hängt. Hat auch, ja, das ist für Nintendo-Verhältnisse ungewohnt dunkel, die ganze Geschichte. Und dann kommt, also für mich war auch das Tutorial, das war bis jetzt, ich bin jetzt wahrscheinlich, was weiß ich, bei 30, 40 Stunden, aber das Tutorial, das hat stark an meine Nerven gezerrt, muss ich auch sagen, weil dann das Rumlaufen, du hast keine Ausdauer noch nicht, dann kommst du an den falschen Punkt zum Klettern, dann musst du wieder zurück und so, dann denke ich, das muss in der Spielwelt nur zur Genüge machen. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt im Tutorial. Da hätte es mir gelangt, hier Zeittempel, geht raus, links, rechts, Mitte, mach die 3 Tempel, aber dass ich da auch nochmal eine extra Rieseninsel brauche, das hat sich für mich noch Spielzeitstreckung angefühlt, muss ich ehrlich sagen. Genau, das ist voll auf den Punkt. Wie schon gesagt, wie kommst du halt, ja gut, klar, man hätte vielleicht auf dem Weg zu diesem Zeittempel hin schon die anderen Tempel packen können und dann halt dann da drin die Rätsel ein bisschen komplexer halt gestalten können, dass du erstmal leicht in die Mechanik reinkommst und dann vielleicht ein komplexeres Rätsel hast. Aber naja, gut, ja klar, es ist Spielzeitstreckung. Ich fand trotzdem dieses Gefühl mega geil, als ich dann, wie du vorhin ja schon gesagt hast, von dieser Himmelsinsel dann runterfall, auf der Oberfläche land und du, also ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber ich hab echt mich erstmal nur draht, so ganz langsam und hab dann gedacht, fuck hey, geil, wo laufe ich jetzt als erstes hin? Ja, es fühlt sich, das ist für mich zum Beispiel, also der Sprung da oben, wenn du da ewig lang gleitest und da wird doch dann das Logo und der Titel einblendet, gell? Ja. Das war auch so ein richtiger Gänsehautmoment. Ab dann ist wieder alles so geil geworden, wenn du dann landest. Das war dann für mich wie heimgekommen, weil du halt einfach wieder in der Breath of the Wild Ding drinnen stehst. Hat sich aber dann die nächsten paar Stunden für mich aber auch zu einem zweischneidigen Schwert entwickelt, weil mir dann ganz lang
einfach nur vorgekommen bin, als da die Breath of the Wild 1.5 spielen. Ja. Es war ganz, ganz lang nicht das Gefühl vor einem neuen Spiel. Vor allem, weil die Welt, die hat sich zwar verändert, aber sie ist halt in die Grundfeste ist ja noch relativ gleich. Erst als du dann ein bisschen mehr Sachen kriegst und die Fähigkeiten ein bisschen zum Einsetzen lernst, erst dann kommt das Gefühl vor einem neuen Spiel. Und das hat bei mir, glaube ich, inklusive Tutorial sicher 15 Stunden gedauert, bis ich gesagt habe, okay, das ist jetzt ein Tears of the Kingdom, das ist die Fortsetzung, das ist Teil 2, jetzt bin ich da angekommen. Das war für mich ein wenig schwierig am Anfang. Also ich finde, das merkt man vor allem dann, wenn du halt in Ortschaften reinkommst, die du aus Breath of the Wild kennst und wo du merkst, okay, da hat sie einiges getan. Also die haben sie weiterentwickelt, da wohnen jetzt auf einmal andere Leute oder Orts, wo die Hauptgebäude ist mittlerweile total zerfallen. Und das finde ich halt dann schon cool, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Du hast eine gewisse Zeit lang, wenn du halt sehr lang Breath of the Wild gespielt hast, weil du eventuell die 100% wolltest oder erspielt hast, keine. Vielleicht. Ich erinnere mich nicht. ich weiß nicht, warst du zum Beispiel schon auf dem Plateau? Auf welchen? Da bei die Sodas? Nein, auf dem Plateau von Breath of the Wild, also das Tutorial-Gebiet von Breath of the Wild. Da bin ich kurz drauf vorbeigelaufen, weil ich wollte am Anfang hab ich noch spekuliert mit wieder erst alle Türme aktivieren und dann habe ich gedacht, nein, das hast du bei Breath of the Wild schon gemacht. Jetzt konzentrierst du dich auf die Story und machst einfach alles auf dem Weg dorthin, nimmst du mit. Und darum bin ich dann wieder umgedreht und bin dann zuerst so die Ornis gelaufen und jetzt war ich bei die Sodas. Die 2 Sachen habe ich jetzt halt fertig gemacht. Also ich bin da aus Versehen hingekommen, weil ich von irgendeiner Himmelsinsel da runtergesprungen bin und dann drehe ich mich so und denke mir, fuck, ey, das kennst du alles. Und dann denke ich mir, oh fuck, nicht hier. Und tatsächlich sind die Gegner, die dort sind, scheißschwer. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war. Und ja, du wirst es wahrscheinlich jetzt gerade sagen, es ist verhältnismäßig hart am Anfang. Ja, das ist mir auch, also immer noch jetzt, da habe ich den 2. Tempel gemacht und schon auch einige Sachen dazwischen, dass ich natürlich ein bisschen Ausdauer und Herzen kriege, aber es ist rüstungstechnisch bin ich noch totale Gurken und ich habe jetzt heute habe ich so eine Nebenquest gemacht, wo man so ein Monsterlager räumen muss. Hey, wenn man die Wichser nicht einen nach dem anderen ausgelotst hätte, das war unmöglich gewesen zum Schaffen, weil ich krieg eine auf die Nuss und die haben mir mit einem Schlag fast meine ganzen 10 Herzl, die ich aktuell habe, abgezogen. Was ist mit euch? Übertreibt das halt nicht so? Ja. Klangt nicht, halberts. Aber es ist gefühlt, das war aber bei Breath of the Wild, glaube ich, am Anfang auch so, dass du halt wirklich so aufpassen hast müssen, was du hinlaufst, weil im falschen Gebiet mit einem Schlag hast du tot sein können einfach. Da musst du echt schauen, dass du ein bisschen dann woanders hinrennst und dir ein bisschen auflevelst. Ja. Aber gut, typisch, das ist ja, ich sag jetzt mal mehr oder weniger ein bisschen typisch für Open Worlds, dass da durch die Welt gesagt wird, du bist jetzt kriegen auf der Brust, schau, dass du abhast. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, du hast das, glaube ich, das letzte Mal erwähnt, Seppi, aber du hast Breath of the Wild auch gespielt. Ja, aber bei Weitem nicht durch. Okay, also das heißt, und es ist halt schon ewig hier. Diese Kommentare, die wir jetzt da zum Vergleich zu Breath of the Wild abliefern, die kannst du weder bestätigen noch verneinen. Na, für mich ist das eigentlich im Endeffekt der komplett neues Spiel, aber es interessiert mich natürlich, weil das ist ja häufiger Kritikpunkt, dass das quasi das gleiche Spiel nochmal ist. Aber also interessiert mich das natürlich umso mehr, was ihr da sagt. Okay. Ob denn das stimmt? Ja, also wie gesagt, für mich bis zum gewissen Grad, also ich habe meine 15 Stunden auf alle Fälle einstecken müssen, bevor ich mich wie in einem neuen Spiel gefühlt habe. Jetzt bin ich voll dabei, weil es jetzt halt immer mehr diese Fähigkeiten einsetzen muss mit eben dem Zusammenbauen, mit der Zeitrückspielung, Zeit zurückspulen, Waffen zusammenbauen. Gut, das nehme ich, muss ich sagen, relativ selten her, das Waffen zusammenbauen und eben auch durch diese Decke springen. Das sind jetzt alles so, die werden jetzt halt mehr gefordert und dann fühlt sich das Spiel ja ganz anders so. Aber von der Welt her die Welt selber ist eher so Breath of the Wild 1.5, weil es halt einfach nur durch die obergefallenen Himmelsteile und so weiter sie hauptsächlich verändert hat und ergänzt wird durch den Untergrund und die Himmelsinseln. Aber gerade das Waffen zusammenbauen ist mir bisher eigentlich schon als ziemlich wichtig vorgekommen, weil du da ja die Stärke von den Waffen doch erheblich verbesserst. Ja, es war wahrscheinlich ja wichtig, aber ich habe keine einzige Waffe, die ich nicht modifiziert habe. Ja nicht, also das ist eigentlich immer das Erste, was ich tue habe. Also anders kommst du nicht voran. Die Wächterteile, die man da die ganze Zeit kriegt, da kriegt man natürlich Spitzen und so ein Zeug und ich hab das ewig lang nicht kapiert, für was ich den Scheiß brauche, bis ich so einen Wächter erledigt habe und hab gesehen, hey, der hat doch da die Spitze auf seiner Lanze drauf, heute mal sind die Dinger zu modifizieren für Waffen. Und siehe da, ich habe auf einmal bessere Waffen. Aber das steht da sogar drin, oder? Ich weiß gar nicht mehr, vielleicht habe ich es halt einfach nicht gelesen. In der Itembeschreibung.
Ja, die liest man die, oder wie? Das ist auch eins ja von schon, den schon. ersten Sachen, die du im Tutorial lernst. Zwar ist das Tutorial schon 8 Stunden lang, gell, und es klingt immer noch nicht für die, dass du es kapierst. Ja, irgendwann schalt's dann einfach ab. Irgendwann schalt's einfach ab. Das kann ich absolut unterstreichen, weil da gibt es so viel Bastelsachen, einmal immer wieder mit diesen Stationen, wo das Holz miteinander liegt, wo ich mir denke, okay, das ist bestimmt echt geil, habe ich aber gerade überhaupt keinen Bock drauf. Und im Tutorial ist man teilweise mit manchen Rätseln, oder es geht mir teilweise jetzt nur so in manchen Rätseln in den Dungeons, wo ich mir denke, oh na, sowas ähnliches habe ich doch in Breath of the Wild schon gemacht, nicht nochmal. Habt ihr nicht manchmal das Gefühl, dass das vor allem mit dem Zusammenbauen von Sachen in die Rätsel, dass da irgendwie 2 Varianten gibt und eine davon geht voll auf den Sack? So quasi, du bist vor dem Rätsel und es ist so scheiß offensichtlich, was du tun musst, und dann musst du den Kack auch noch zusammenbauen und das nervt einfach. Und dann gibt es die anderen, da wo du wirklich 1000 Ecken denken musst und verschiedene Lösungswege hast. Aber Ja, ich frage mich, ja. braucht es dann diese erste Form von Rätsel? Braucht es denn das wirklich, das einfach nur auf den Sack geht? Das finde ich Naja, zu viel. also die meisten haben doch immer was mit Crocs zum Tor. Und Oh Gott. habt ihr schon nachgeschaut, wie viel Crocs es gibt? 1000. 1 verfickte 1000 von den kleinen Warum denn? Fettsackkugeln. Warum? Und die Belohnung ist genauso beschissen wie im ersten Teil. Super. Und ich bin genauso dumm wie beim ersten Teil und werde 1000 Crocs sammeln. Oh Gott. Hallo? Zelda ohne 100% ist kein Zelda für mich. Aber das sieht ja sowieso nicht, was ich habe. Was hat der Chassoir gesagt? Dass man das sowieso nicht sagt, wenn du da 100% hast. Das kriegt nie jemand mit. Freilich sagst du das steht ja dann in der Karten drin. Ja, aber es gibt keine Achievements oder so. Das wäre mal sinnvoll. Ich spüre das nicht, dass Ja. ich das jemand anderen sage. Ich spüre doch das für mich. Ich weiß, ach Gott, seit wann sagt man denn, damit ich vor andere Leute mich profilieren kann, du Vollidiot? Also Ja, ich wir haben bin doch coole Gamer, oder? Also Ja, machen wir doch das. nur Ah, deswegen mache ich Gamerkreisen. sowas bei Steam oder bei ich mache dann PlayStation. ein Foto von die 100% und dann poste es auf Instagram und sage, hey, Hashtag Follow for Follow, Like for Like, Alter, Gaming King, Gamer Girl. Jetzt sind wir beieinander. Genau, und dann schreiben die ersten drunter, ja, wo hast du den herklaut, den scheiß Screenshot. Ja, genau, und dann sage ich, fick dich. Ich kopiere ihn dann einfach und streiche einander und schreibe meinen ganz schlecht drüber. Ja, genau, und mit Paint so drüber gemeint. Na, wie gesagt, das ist doch mir scheißegal. Ich spiele das für mich, wenn mich ein Spiel begeistert, dann wird mir dem gern die Zeit. Gerade dann, wenn du es nur für dich spielst, 1000 so Dinger lösen. Warum? Ja, weil es ist halt dann mein Ehrgeiz, dass ich das Ding komplettiert habe. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, mit dem Ehrgeiz hat es das nicht, Benni, das wissen wir schon. Ich habe mir ja damit von dir auch stecken lassen und bei Breath of the Wild gab es teilweise Crocs, wo ich mir echt gedacht habe, alter Falter, wie zum Teufel wärst du denn da draufgekommen, Ja. wenn du nicht vorgehabt hättest, die alle zum Holen. Und da waren echt sehr, sehr, sehr herausfordernde Sachen dabei. Ja, Ja, nicht nur Rätsel, sondern ja irgendwelche Wettrennen und was weiß ich, oder da glaubst du doch irgend so ein Surf-Ding, Surf-Rätsel, da in den Da ist Schneewelten. so viel, ja genau, mit dem Schultlobby vor auf eine gewisse Zeit, da ist so viel Scheiße an Rätsel dabei und auch teilweise, wie du schon sagst, Sachen, das wäre jetzt auch wieder so sein, mit Sachen, wo du sagst, wie soll ich denn da drauf kommen, wie soll ich das einfach blind herausfinden, fickt euch doch, das geht nicht. Ja, aber durch diese Bastelthematik sind teilweise, du hast es schon gesagt, Seppi, also sehr leichte Sachen dabei, aber manche, da steht dann in so einem Dungeon und fragt mich dann, what the fuck, was zum Teufel soll ich jetzt da? Und ich war gestern oder vorgestern am Dungeon, da hing dann ein Brett an einem Seil und ich habe eine Kugel gehabt und das Brett hing über so einem Wasserbehälter oder so. Und da habe ich die ganze Zeit überlegt, ja fuck, hey, wie kriege ich das jetzt hier? Und hab mit der Kugel umeinander da und da drauf rumspringen lassen, verbunden, das ins Wasser eine da, nach oben katapultiert. Da habe ich Pause machen müssen, weil ich 20 Minuten lang nicht herausgefunden habe, wie ich da drauf komme. Also später schalte ich nochmal ein und sagt dann zur Jessie, ja, du, schau einfach mal mit, vielleicht sehe ich irgendwas ganz Offensichtliches nicht und will es ja gerade erklären. Und dann spreche ich laut aus, das Brett hängt an einem Seil. Und dann ist mir gekommen, Seil. Ach, ich muss das einfach nur wegschießen.
Also es gibt keine Spielreihe bei mir, die mich öfter vor so offensichtliche Sachen gestellt hat, die ich aber ums Verrecken nicht gesehen habe. Das passiert mir nur bei die Zelda-Spiele. Immer und immer wieder, dass ich da stehe und eine halbe Stunde ums Verrecken nicht rausfinde, was ich tue und alles anschaue und dann ist es wirklich so wie bei dir. Ach, halt mal, da oben ist ein Seil. Da hinten ist ein Knopf, auf den ich draufhauen muss. Ich bin einfach 5 Meter vorbeigelaufen und hab nichts gesehen von lauter Blödsinn. Und das passiert mir immer und immer wieder bei den scheiß Zelda-Spiele. Was hältst du eigentlich davon, zu dem Thema, dass es eben wieder diese Tempel gibt? Ja, also klar, sie hätten sich vielleicht mal grundsätzlich was anderes überlegen können, auch vom Aufbau her. Also gerade wenn du am Ende von dem Tempel gekommen bist und es ist ja fast 1:1 das gleiche wie bei Breath of the Wild, nur halt mit anderen Figuren. Da war ich ein bisschen enttäuscht, aber ich mag diese Rätsel an und für sich schon und Zelda ohne Dungeons, das war kein Zelda. Ja gut, wir haben ja bei Breath of the Wild schon keine Dungeons nicht gehabt, weil diese kleinen Tempel sind ja für mich keine Dungeons. Ja, ich mein, okay, dann halt Rätselorte, keine Ahnung. Und ich mag das, dass das so verstreut ist und du ja teilweise ein Rätsel brauchst, bis du erstmal hinkommst oder bis einer erscheint. Das finde ich euch sau cool, weil dadurch ist halt die Welt auch viel interessanter, weil du halt dann auch Bock hast, alles zu erkunden. Aber wie schon gesagt, rein vom Aufbau her, ja, finde ich es ein bisschen schade, weil dadurch wird es halt nur um einiges mehr Breath of the Wild 2 oder wie du schon sagst, Breath of the Wild 1.5. Ja, genau. Das ist auch mein Problem, dass ich mit den Tempel hab. Ich war auch sehr enttäuscht, als ich den ersten gesehen habe und dachte, oh nein, ich hab wirklich so gehofft, ich hab davor nichts gelesen, aber ich hätte so gehofft, dass wir uns da jetzt was anderes einfallen haben lassen und ich nicht wieder jeweils 4 Tempel machen muss, um dann ein Herzteil oder eben ein Ausdauerding zum kriegen. Und weil das ist halt einfach wieder Breath of the Wild 1.5. Da ist halt auch keine Innovation dahinter, außer eben durch die neuen Rätselformen. Aber ich sage jetzt mal, von der Grundthematik ist es einfach nur wieder Blaupause Breath of the Wild da umgeschmissen und das nervt mich voll. Also das ist selbst ich hab da gar keinen Bock nicht drauf, weil beim ersten Teil waren es ja schon 120 Tempel oder inklusive die DLC-Tempel. War das nicht sogar mehr? War das nicht 160? Ich weiß da war auf alle Fälle über 100 und ich denke mir jetzt mache ich prinzipiell wieder das Gleiche die ganze Zeit. Eben auch als der erste Krog aufploppt ist, haben wir gedacht, warum denn schon wieder? Auch wenn es jetzt, was man sieht, 2, 3 neue Varianten gibt, dass ich den Fettsack-Krog da zu seinem Spätzle ans Lagerfeuer wirf. Ja, aber das ist halt einfach auch wieder nur das Gleiche wie davor. Das ist für mich vor allem die 2 Thematiken, das sind meine ganz, ganz großen Kritikpunkte, die ich an dem Spiel hab, dass man da einfach wieder den gleichen Scheiß macht wie im ersten Teil. Ja, andererseits, sie können es einmal machen. Also, das halt sagen, okay, sie bauen jetzt auf dem gleichen Spiel, das ja wirklich ein Welterfolg war, nochmal auf, aber wenn sie jetzt ein drittes drauf aufsetzen würden, also, ob das nochmal so extrem geht und halt also voll extreme, viele positive Kritik abkriegt, das bezweifle ich dann. Also geht das wahrscheinlich schon, weil es verkauft. Deswegen habe ich das gerade mal ergänzt mit so viel positive Kritik. Weil das zweite Mal ist jetzt das erfolgreichste Nintendo-Spiel aller Zeiten, gleich innerhalb von 3 Tagen 10 Millionen verkaufte Teile weltweit. Sie haben da schon wieder Rekorde aufgestellt. Sie kannten wenn es richtige faule Pissbacken sind und vielleicht die Pokémon-Tour abziehen, kannten sie sich darauf aufruhen und einfach immer das Gleiche wieder machen und Leute hatten es wahrscheinlich wieder kaufen. Und mir 2 Idioten doch auch. Jungs, nehmt mal bitte die Nintendo- und Zelda-Brille ab und beurteilt das nochmal nüchtern. Die haben einfach die komplette Spielwelt nochmal abgeliefert. Das ist doch nicht in Ordnung. Sie finde jetzt nicht schlimm, weil ich mich in der Welt gern aufgehalten habe. Kann ich doch nicht machen. Jeder andere hätte sofort einen Arsch voll gekriegt. Nur bei Nintendo und Zelda ist das okay. Verstehe ich nicht. Was ich zum Beispiel da einmal cool gefunden habe und eigentlich gleichzeitig ein bisschen schade, weil es nicht 1:1 die gleiche Welt war das mit Ocarina of Time und Majora's Mask. Genau, das wollte ich jetzt auch sagen. Und da haben sie es halt einfach mal gemacht und ich meine, es ist ja nicht so, dass es ist ja nicht 1:1 Kopie, sondern es ist eine erweiterte Kopie. Und zwar nach oben und unten. Ja, wow. Einfach. Und es ist halt auch die Welt selber ist halt auch es ist die gleiche Welt, aber es ist halt so viel anders mittlerweile. Die Ornis ist eben jetzt die ganzen Welten haben sich verändert, die ganzen neuen Höhlen, also da sind ja wesentlich viel mehr neue Sachen dabei, als es jetzt halt im Anhieb auch hört. Also, es ist nicht einfach nur eine 1:1 Kopie. Und in dem Fall finde ich es ja geil, weil, wie es der Korbi schon sagt, bei Ocarina of Time, ich hab mir als Kind damals schon immer gewünscht, ich möchte
in der Welt danach noch weiterspielen können und mir das anschauen. Und das kriege ich jetzt durch Tears of the Kingdom, dass ich in der Welt aus Breath of the Wild, die mich so gefesselt hat, weiterspielen kann, nachdem das Zeug aus Breath of the Wild passiert ist. Das finde ich zum Beispiel ziemlich geil. Ja, also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, da wirst du jetzt von uns beiden nicht unbedingt was anderes raushören können, weil da sind wir zu sehr Zelda-Fan. Das ist mir schon klar, deswegen sage ich es ja. Und ich kann die Brille nicht absetzen. Sorry. Ja, und ich meine jetzt, also, nein, aber jetzt für mich jetzt auch wirklich nüchtern betrachtet, die Welt ist ja nicht 1:1 das Gleiche. Also, ja, deswegen habe ich ja gesagt, jetzt schaut mal auf andere Spiele. Wenn sie das vor einem anderen Publisher, vor einem anderen Entwicklerstudio, mit einem anderen Marken kriegen, dann darf sie da sitzen und denkt sich, fuck, was soll denn das? Da ich auch nicht, weil wenn mir der erste Teil die Welt dementsprechend gefällt hat, wie es bei Zelda der Fall war. Also wenn jetzt Elden Ring einfach eine Fortsetzung rausbringt und es ist 1:1 die gleiche Welt, dann da ich mir auch denken, ja, bitte. Ja. Also auf alle Fälle. Das darf einfach nicht durchgehen. Bei keinem anderen geht das außer bei denen. Ja, aber wir sind mal wieder bei dem Thema, dass es eine erweiterte Welt ist, die Geschehnisse aus Teil 1 fortsetzt. Wir haben ja keinen Location-Wechsel. Wir reden nicht davor, dass es eine 1:1 Portierung ist, sondern dass die Geschehnisse aus dem ersten Teil, dass die Welt erweitert wird, sinnvoll erweitert wird und du wieder in dem gleichen Gefilden umeinander rennst. Und das mag ich, wie gesagt, das wollte ich damals schon immer bei Ocarina of Time allein und das da ich auch bei großen Spielen, die mir gefallen haben in dieser Welt, dann da ich immer gern die Geschichte weitergeführt kriegen in dieser Welt. Da habe ich dann kein Problem damit. Boah, weißt du, wo ich mir das auch gewünscht habe bei Wind Waker? Da habe ich mir gedacht, geil wäre das, wenn der zweite Teil rauskommt. Du kannst immer nur auf die ganzen alten Inseln, aber es ist nochmal umso größer. Genau. Das hätte ich richtig geil gefunden. Vor allem bei den Zelda-Spielen ist es für mich immer so ein Ding gewesen, dass ich mir gedacht habe, die Welten, die sind immer so schön liebevoll und detailreich und detailverliebt gestaltet, dass ich mir immer gedacht habe, ich möchte jetzt so Aftergame noch dabei haben, wo ich noch stundenlang das alles einfach anschauen kann und das kriege ich in dem Fall zum Beispiel das erste Mal. Und damit habe ich kein Problem. Wenn es jetzt wirklich nur rein Breath of the Wild-Karten noch mal umkopiert oder eine andere Geschichte verzeihen, dann würde ich sagen, es seid nicht ganz dicht, das Vollidioten. Aber wie wir eben schon gesagt haben, diese Welt ist ja auch dementsprechend verändert und anders und du kannst dich auch nicht drauf verlassen, dass du immer noch blind da hinlaufen kannst, wo du das kennt hast von Breath of the Wild, weil halt neue Schluchten eben da sind, weil das Zeug aufgerissen ist, weil, was man sieht, es ist ja auch anders. Aber wenn das Spiel mich im ersten Teil mit der Welt so überzeugen kann, dann habe ich gern nochmal einen Ausflug in diese Welt, wenn es dementsprechend sinnvoll ergänzt worden ist. Boah, und weißt du, wo das richtig geil war? Bei Pokémon Gold und Silber. Weil ich da nochmal komplett in die Kanto-Welt gekommen bin. Ja, genau, stimmt. Das war damals auch ein absoluter Mindfuck, dass du dann sagst, well, jetzt kann ich echt noch in die Welt von der ersten Generation einlaufen. Ja. Seppi, da sagst du nichts mehr, hä? Das stimmt. Das habt ihr mich echt überzeugt. Ihr Fanboys, ihr. Ihr Wichser. Was soll ich machen? Na, aber jetzt zum Beispiel Final Fantasy Sim, das Remake habe ich ja gespielt. Da darf ich mir jetzt zum Beispiel auch, also bis auf die Kampfthematik oder die Kampftechnik hat mir das Spiel ja voll taugt. Und da war es jetzt auch so, dass ich hoffe, da das ja auf eine Trilogie ausgelegt ist, dass ich hoffe, dass die Welt, dass wir in der gleichen Welt wieder sind, aber sie halt erweitert wird dann um gewisse Aspekte. Also da habe ich auch keinen Schmerz damit, wenn die Welt wieder hergenommen wird. Das ist ja ein Spiel auf 3 Teile ausgelegt, das ist ja klar. Ja, deswegen hoffe ich, dass es dann dementsprechend die gleiche Karten bleibt, weil du hast ja trotzdem 3 Vollpreistitel, die du wieder kaufst. Vielleicht noch mal kurz zurück zu Zelda. Nein, wir nehmen jetzt mal Final Fantasy Sim. Habt ihr das Original gespielt? Nein, die Himmelsinseln, die finde ich mega geil und da gefallen mir auch schon drauf, alle zu erkunden. Aber diese Unterwelt, also mit der wir bis jetzt noch nicht wirklich anfreunden können. Ich habe jetzt nach Stunden herausgefunden, dass man da dauerhaft Licht runterbringt. Und ich weiß nicht, Kari, ob du das auch schon durchblickt hast oder du, Seppi? Nein, wie bringt man da dauerhaft Licht runter? Mit dem Medizin-Dings. Nein. Und Rezeptekorb kannst du das irgendwie machen, oder? Na, Und zwar unter jedem Dungeon ist 1:1 unterhalb von der Welt eine riesige Wurzel. Und wenn du diese Wurzel aktivierst, dann kommt Licht in das entsprechende Gebiet von dem Dungeon. Also halt nur in der Unterwelt. Ja, das ist mir schon klar, die Wurzeln aktivieren. Ja, und das ist dauerhaft.
Ja, ach so, ja, also du hast jetzt einfach nur die stinknormale Spielmechanik erklärt. Ich hab gemeint, du hast jetzt so voll den Lifehack, du Vollidiot. Ja, ich weiß, für einen coolen Trick und so. Ich hab mich schon voll gefreut, dass du irgendein Geheimding gefunden hast, den Knopf, was drücken, dann hast du überall... Ja, Nein, du hast ey, einfach, da werden bestimmt einige da sitzen und sagen, wie unterhalb von einem Dungeon. Ach so. kein Mensch wird das sagen. Scheiß Seppi, ich schlug ey. Nicht Seppi, cool. Ja, aber Seppi schlug ich ey. Habt ihr da schon die Videos gesehen, dass wir mal auf die Bastelthematik kommen, was da für scheiß Narische schon wieder gibt, was die Zeug zusammenbauen? Ich habe gehört und gelesen und gesehen, dass der Penis ein sehr beliebtes Vorbild ist für verschiedene Bauten. Ich weiß nicht, ob es auf Instagram bei den Reels, wird es wahrscheinlich keine Phallus-Symbole einbringen dürfen. Da habe ich normale Sachen gesehen. Und also in Anführungszeichen normale. Ich bin froh, wenn ich mir ein Holzbredel ins Wasser legen kann, ein Steuerelement draufbaue und einen Ventilator zum Fahren. Dann bin ich schon, dann habe ich schon, dann bin ich Maschinenbauer in meine Augen. Und dann schaust du die Videos an und dann bauen die Leute Roboter und Riesenflieger mit Laserstrahlen, mit denen sie dann über die Monsterhorden fliegen und lasern. Und ich denke mir, wie? Wo, wann? Wie geht das? Wie kann denn der Roboter eigentlich gehen? Was muss ich denn da alles zusammen? Irre, der hat einen totalen Vollschatten. Irgendwann hat er einen Hass auf Disney anscheinend gehabt, der hat nämlich eine Mickey Maus zusammengebaut, während am Gewitter, damit dann der Blitz da drauf einschluckt und die Mickey Maus zerreißt. Aber da werden schon wieder, da müsst ihr mal ein bisschen, da wenn es Reels sagst, da müsst ihr euch mal anschauen, das ist echt irre, was da schon wieder für Freaks rumlaufen und Zeug zusammenbauen. Völlig Banane. Ja, ich hab da aber immer ein bisschen Respekt und Angst davor, dass ich mal, wenn ich mir jetzt zu viel anschaue, mir irgendwas versau von der Story. Oder ja, einfach von meinem Spielspaß. Also ich möchte jetzt erst einmal wieder die 4, was sind das Tempel? Ja, die 4 Tempel machen. Nehmen wir es Tempel Light, weil das, was Tempel bei Zelda waren, sind es in meinen Augen auch immer noch nicht. Ja gut, war es bei Breath of the Wild ja schon nicht. Ja, da hat es ja gar keine Tempel gegeben, de facto. Das waren ja einfach nur die behinderten Roboter, die da rumgelaufen sind. Das war so weit weg von normalen Tempel, dass Socks gelegt ist, das weit weg von normalen Tempel. Und bei den jetzigen 2 ist schon eher wieder so ein bisschen ein Tempel-Feeling aufgekommen, aber das, was man eben bis vor Breath of the Wild als Tempel gewohnt war, hat man bis jetzt nicht gekriegt. Und das nervt mich auch riesig, weil einfach Zelda, die Tempel, die waren immer designtechnisch waren die Weltklasse, das waren unglaublich geile Rätsel mit drinnen. Allein das mit dem da dann immer neue Waffen zum Finden, die du brauchst für einen Fortschritt. Also es ist viel Zelda-Feeling eben auch austauscht worden, das man aber schon auch abgeht. Das stimmt. Also nicht nur, dass du halt einen Herzcontainer kriegst, sondern dass du irgendeine coole Waffe, die du dauerhaft nutzen kannst, kriegst. Sowas war schon geil. Oder Ausrüstung. Weißt du, wenn du es einfach sagst, das war ja auch früher bei den Zelda-Sachen, Tempel, ja so, dass du auch da mal die Schwimmausrüstung oder so gekriegt hast. Das wäre halt da auch sau cool. Kompasse und Karten im Tempel. Wie vermisse ich diese Schatztruhen? Also ich hab bis jetzt das von den Ornis gemacht und von den Gerudinen. Genau. Der von den Gerudos ist definitiv ein Tempel. Definitiv. Okay, dann bin ich gespannt auf den, weil ich hab bis jetzt halt eben die Ornis gemacht und die Soras. Und das war für mich jetzt kein wirkliches Tempel-Feeling. Es war zwar mehr als bei den komischen Roboter-Seppen von Breath of the Wild, aber auch noch weit weg von einem ordentlichen Tempel. Dann laufe ich vielleicht, ich bin jetzt nicht da dran bei die Goronen, die werde ich jetzt als nächstes machen. Da habe ich eben das Gefühl gehabt, okay, ich bin noch nicht so weit. Weil bei die Goronen? Gefühlt jedes Mal, wenn ich da von Gegner gekommen bin, der hat mich einmal geschlagen und ich war halb tot. Oder hab da nur ein Viertelherz gehabt und habe mir gedacht, okay, ich mache jetzt erstmal wieder was anderes. Ja, okay, dann laufe ich durch. Die Koronen waren das mit dem Feuertempel, oder? Mit dem Todesberg, ja. Genau, mit dem Todesberg. Ja, die habe ich ja schon gemacht. Das ist. Ach so, okay. Hast du die alle dann schon gemacht, oder wie? Nein, den habe ich gemacht und das fand ich so ein bisschen meh. Ja, okay. War das dann so schwer? Nein, es war eigentlich nicht schwer. Also das Rätsel im Todesberg, da musst du so komische Schienen die ganze Zeit umstellen und so weiter. War ganz geil eigentlich, weil es ist doch teilweise recht knifflig gewesen. Aber der Boss auf dem Todesberg zum Beispiel, das war. Da bin ich gespannt, weil für mich war nicht der bei den Sodas, der Boss war schon ein Riesenwitz. Also der auf dem Todesberg ist gar nichts. Also den machst du aus Versehen. Okay, da bin ich gespannt. Weil der bei den Sodas, der hat 2 Phasen gehabt und die erste Phase, da denke ich mir erst so, Alter, das ist ja lächerlich, was da passiert. Und in der zweiten
bauen es dann einfach Apps ein, dass es saulästig ist. Es wird nicht wirklich schwerer, es ist einfach nur unendlich lästig gewesen. Und das war, also der bei die Soras, das war für mich, glaube ich, bisher der beschissenste Gegner, den ich jemals in einem Zelda-Spiel gehabt habe. Ja gut, ich muss bei allen beiden Tempeln, die ich bis jetzt gemacht habe, sagen, das Schwierigste daran war, hinzukommen. Also ja, das Hinkommen ist irre. Das ist schon immer sehr fordernd dann auch. Ja. Und wenn du sagst, dass das was mit der Schiene in meinem Todesberg zu tun hat, weil ich bin einfach auf die Spitze hingeflogen, hab mir gedacht, Mist, da ist ja nix. Ja, du musst zuerst, brauchst du so einen, den Chef von denen, den musst du auch zuerst in einem kleinen Mini-Bosskampf besiegen und dann kannst du erst zum Todesberg und dann hast du im Todesberg oben, hast du einen Bosskampf und dann geht's runter und dann musst du quasi in dem, ich weiß nicht, so ein riesen Feuer-Dungeon, musst du noch ein paar Rätsel lösen, da bin ich jetzt gerade drin. Aber der Boss auf dem Todesberg, das ist einfach ach so, dann ist es aber, dann sieht sich dann eher noch Zwischenboss an, weil wenn du dann jetzt in den Dungeon reinkommst, dann geht davon aus, dass der richtige Entgegner dann jetzt in dem Dungeon war. Es ist wahrscheinlich so, ja, es ist ein ziemlich großer Boss und er wirkt eigentlich cooler, wie er ist. Ah, okay. Weil bei dem Sora-Ding, da war es halt der Finalboss von dem Tempel da oben und der war halt, das ist jetzt einfach, die zweite Hälfte ist so lästig, die ist einfach auch wieder nur so zirgert dann. Die schaffst schon, das ist nicht schwer eigentlich, aber es ist so einfach so nervig und lästig und komm ich auf, haben wir gedacht. Also ich muss sagen, bei den Gerudos bin ich schon einige Male gestorben. Ja, du bist aber scheiße. Wie viel Freunde hast du braucht von 10? Ja, ich bin ein Scheiße, das stimmt. Ja, sag jetzt, wie viele Freunde von 10? Ich habe es teilweise schon nicht geschafft, den Weg dorthin reibungslos hinzukriegen, weil ich möchte jetzt eigentlich echt nicht spoilern, aber das ist eine coole Geschichte, aber ich sag mal, so viel, es kämen so ein bisschen Tower Defense Feelings hoch und das habe ich erst jetzt so checkt und du musst halt echt aufpassen, dass du von allen Fronten irgendwie alle erwischt, deine Begleitung nicht verreckt. Und das habe ich 3-4 Anläufe braucht. Dann auch bei dem Boss von dem Tempel, da kommt dann nochmal so eine ähnliche Thematik. Und das hat mich dann völlig aus der Bahn geworfen, weil das halt dann nicht der eine Boss war, sondern dann auf einmal sehr viele kleinere Viecher dahergekommen sind. Und auch da ist das Gleiche, bis du das dann wieder checkst, was du dann genau machen musst. Dann haben die in der Zwischenzeit schon so penetriert, dass du halt aus Versehen stirbst. Und dann fängst du wieder von vorne an. Also, es war schon anspruchsvoll, finde ich. Also, bei den Gerudos. Dafür bei den Ornis, also, das war süß. Da haben wir ja gestern auch festgestellt, da kann ich haben gestern aus Versehen schon ein bisschen drüber geredet und wir haben uns auch immer wieder bremsen müssen und haben beide dann auch gesagt, nein, wir sagen jetzt nichts mehr, morgen reden wir drüber. Haben wir auch festgestellt, also den Boss kann man unterschiedlich töten. Also da gibt's mehr als nur eine mögliche Meine war Variante. Die coolere, haben wir auf alle Fälle festgestellt. Deine war die coolere, ja. Meine war die für, okay, so geht's ja auch. Genau. Durch Zufall, okay, kann ich so machen und ich bin mit dem Kopf voran. Wortwörtlich. Hey, was haltet denn ihr von der Story bis jetzt? Wie die erzählt ist, wie die aufgebaut ist? Diese Rückblenden, die sind teilweise schon hart. Also da freue ich mich ja drauf, wenn ich alle hab, weil ich glaube fast, das sind dann schon gute 45 Minuten. Das werde ich mir dann am Stück geben und ich glaube, ich habe noch, also bei Breath of the Wild war das nie und nimmer so hart. Na, definitiv nicht. Vor allem da eben, dass sie sich selber opfert und sein Hinter dann haut und was man sieht, das ist schon, und er ja auch, also vor allem mit Hand verlieren, Star Wars lässt grüßen bei dem Ding. Erzählweise, es ist halt immer, je nachdem wie viel dass du außerhalb beschäftigst, umso weiter auseinander sind natürlich dann immer die Story-Fortschritte. Deswegen möchte ich es auch diesmal eher ein bisschen storylastig durchspielen und danach erst alles komplettieren, damit ich die Story schneller am Stück erzählt kriege, als es zum Beispiel bei Breath of the Wild war, weil da war es dann ab und zu so, wenn du wieder mal in Story vorangekommen bist, dann denkst du, fuck, jetzt habe ich, was weiß ich, wieder 10 Stunden irgendwas anderes da, was war denn eigentlich zuletzt? Aber gut, das, wie gesagt, das kannst du ja selber in Anführungszeichen ein wenig steuern, wie du es erzählt kriegst. Wie schnell. Aber dazu sagen, ist es wert, dass man der Story nachgeht oder eigentlich läuft es so nebenbei her, wie zum Beispiel bei Skyrim oder so? Kann ich noch nicht beurteilen. Also jetzt bei den Rückblenden, da würde ich gern frühzeitig schon alle sehen. Einfach nur, dass ich dann vielleicht am Ende, weil ich habe jetzt die letzten noch nicht gehabt, dann nochmal feststelle, boah, echt krass, das passiert dann, okay, jetzt habe ich voll Bock, den Endgegner zu zerstören, weil bei Breath of the Wild, da hat mir eher diese offene Welt irgendwann so dermaßen gehabt, dass ich sehr, sehr lang das rauszögert habe, dass ich
dass ich überhaupt die Motivation gehabt habe, dass ich in das Schloss reinkomme. Und da ist schon aktuell so, der Fortschritt interessiert mich mehr. Ja, ich finde auch da jetzt die Story schon von Anfang an interessanter, als sie bei Breath of the Wild war, weil da war es ja irgendwie so klar, Zelda ist da drinnen, kämpft gegen Ganondorf, du musst es befreien. 0815. Und jetzt es ist zwar natürlich wieder ähnlich, weil die Zelda-Geschichten es ist ja immer befreie Hälfte Zelda und hauen Ganondorf auf die Schnauze. Aber jetzt eben mit der Geschichte, dass man nicht weiß, wo sie ist, ständig wird's gesehen, aber sie ist dann immer wieder woanders und greift angeblich Leider und so ein Zeug und dann der Dämonenkönig dazu. Ist es der Ganondorf selber oder ist es vielleicht doch noch jemand anderer? Also es ist im Grundkern, ist es eine typische 0815 Zelda-Geschichte, aber sie hat ein paar Ecken, sage ich mal, oder ein paar Nuancen, die mich neugieriger machen, als es zum Beispiel bei Breath of the Wild war. Aber alles im Allen ist es jetzt kein super überragende Story. Also nicht so gut wie Assassin's Creed Valhalla. An die kommt nichts ohne. Das ist ein Meilenstein der Erzählkunst im Spielen. Oh ja, da trauen wir heute noch davon. Was ich hoffe, ist, dass man nur ein bisschen mehr Bezug zu dieser Unterwelt bekommt, weil die Idee, dass du in diese Unterwelt kommst, finde ich voll genial. Aber bis jetzt ödet sie mich nur an. Also die Thematik, dass es da stockfinster ist und diese Leuchtdinger suchen muss, was weiß ich, und dass es ja nur in Anführungsstrichen, die Welt invers ist, aber ich darf mir da auch einen Tempel wünschen, ich darf mir da oder irgendein Erfolg, das da lebt, keine Ahnung, und irgendeine Story da nochmal extra drumherum. Genau, das darf ich mir auch wünschen. Also ich fürchte fast, dass das so bleibt, was ich bis jetzt gehört habe. Also macht euch da mal keine allzu großen Hoffnungen. Ich befürchte auch, dass es einfach nur nochmal ein Riesenkarten zum Ablaufen ist, wo man die Lichter anschaltet, ein paar Schätze finden kann und dann war es schon wieder. Und das ist halt dann wirklich, also wenn es wirklich so bleibt, dann muss ich sagen, das ist schon sehr schade, weil das halt absolut vergebenes Potenzial und vergebener Mehrwert ist, weil was kann man da unten noch Geiles machen, eben an Tempel, an zusätzlicher Geschichte, was da unten auf die Oberwelt vielleicht einwirkt oder umdreht und so weiter. Und wenn ihr das wirklich nur, dann ist es das ist wieder Spielzeitstreckung dann und sonst nichts. Ja, bei Elden Ring war es zum Beispiel super gemacht, weil du hast zuerst von der Unterwelt gar nichts gewusst und dann bist du zu viel reingekommen und dann ist das Ding eine gigantische Wahnsinn-Ding geworden. Und musst dann auch wirklich viel Story-Stränge und so weiter zusammenführen als Kinder. Ja. Da war das wirklich geil gemacht. Aber da, glaube ich, haben sie einfach nur ein bisschen Zusatzmaterial eingebaut. Ja, das fühlt, also die Unterwelt, die fühlt sich verdächtig nach Beschäftigungstherapie an. Und sonst nichts, aber halt lästige Beschäftigungstherapie, also sowas wie mit Elektroschocks und Eiswürfelbäder oder so ein Zeug. Weil die ganze Zeit laufst du umeinander, es ist stockfinster, wo ist die nächste Scheißhauswurzel, dann sägst du den Weg da nicht hin. Natürlich kannst du deine Leuchtsamen hin, aber ich hab keinen Bock, dass ich alle 5 Meter in so einen scheiß Leuchtsamen hinpflanze und dann weiterlauf. Das ist, die Unterwelt ist auch noch nicht mein Freund. Es macht am Anfang halt auch nicht so viel Spaß, weil dann gefühlt sind die Viecher da unten halt noch aggressiver und ballern die dann halt gleich weg. Und dann heilen ja deine Herzen sind auch dann brocher. Da musst du erst wieder zu einer Wurzel kommen, dass du die überhaupt heilen kannst. Es ist natürlich dann auch schon auch noch mal fordernder, aber mir nervt halt auch wirklich diese Dunkelheit da drin. Das ist einfach nur lästig. Das ist nicht cool, das macht keinen Spaß, es ist einfach nur lästig. Was aber cool ist, was ich aber jetzt auch schon festgestellt habe, und dann auf der einen Seite finde ich es cool, auf der anderen Seite finde ich es traurig. Man kann ja, ich weiß nicht, wenn du zum Pferdestall hinkommst, ob du das schon mal mitgekriegt hast. Das wollte ich auch jetzt gerade sagen, du Arsch. Schön. Entschuldigung, aber geil, aber auf alle Fälle geil, dass die Pferdel, die du in Breath of the Wild in deinem Pferdestall gespeichert hast, die werden übernommen und du hast, glaube ich, wieder 1 oder 2 neue Slots, also kannst du noch mal ein Pferdel dazu holen. Traurig, dass es aber scheinbar die einzige Übernahme aus dem Breath of the Wild bleibt. Ja. Was hättest du denn sonst noch gewünscht? Zerbrechende Waffen wärst kein mitnehmen können. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin ja noch nicht so weit. Ich habe mich auch noch ein bisschen Geschichten gehört, aber dass sogar das Dorf, das man damals aufgebaut hat, dass das glaube ich nicht mehr da ist oder so, hat irgendwie so. Und da denke ich mir so, das war direkt behindert. Ob das stimmt, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht beurteilen, weil da war ich noch nicht. Und die Informationsquelle, ich weiß jetzt auch nicht, ob das vertrauenswürdig ist. Aber dann hätte man vielleicht auch irgendwie von deinen Rüstungen oder so, irgendwas gewünscht zum Mitnehmen, dass du vielleicht ein bisschen nicht einfach wieder knockert bist, weil ich denke, wo ist denn alles hingekommen von Anfang an, was ich gehabt habe? Ah, das sagt man doch in der Geschichte, dass du eigentlich voll ausgerüstet und top drauf bist und dann durch den Ja, aber ich habe im ersten Teil ungefähr 800 Rüstungen gehabt.
Die hab ich doch nicht alle dabei, die habe ich doch daheim gehabt. Nein, die hat schon immer dabei. Du musst ja schnell wechseln können. Ja, so ist ja mal halt nicht. War das bei euch im Tutorial auch so, dass ihr da kein Oberteil gefunden habt? Jo, irgendwann habe ich eins gefunden. Echt? Irgend so ein Hodern und irgend so ranzlige Hosen. Und Hosen gibt's auch, glaube ich, ja. Ja, ihr habt nur die Hosen gefunden und ich hab mir da gedacht, ja, das Oberteil, das wird jetzt dann schon kämmer. Und Jesse hat immer wieder hingeschaut und sagte so, sag mal, läuft der da die ganze Zeit halbnackt rum? Also, ja, irgendwie schon. Ich glaube, du hast das Oberteil gefunden und hast dir dann gedacht, oh nein, Link naked. Löschen. Linky Chan. Ja, ja. Ja, jetzt gehofft, dass irgendwo stuck bleibt. Ja. Wie findest du die Thematik mit diesen Batterien? Ja, nervt mich ja. Das ist aber, ich find's nicht schlecht, aber das ist zum Beispiel beim Set, bevor mit dem Zusammenbauen war, so, ist für mich persönlich, stört mich das immer, wenn ich so einen Kack hab, wo dann ein bisschen, mich nerven Ausdauer anzeigen und genauso nervt mich eben dann auch so, wo ich 3 Meter fahre und dann ist Batterie leer und dann warte ich wieder oder stehe noch eine zweite drauf und darf wieder ewig lang um den anscheißen. So nervt mich immer. Ja, und vor allem ist ja das Verbessern von der Batterie ein furchtbarer Grind, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Du musst ja da ewig viel von der Ressource da finden und dann musst du zu dem einen Trottel da in der Unterwelt gehen und der macht da dann kannst du maximal 10 oder so kaufen. Das ist, weiß ich auch nicht. Aber ich bin jetzt auch noch nicht an dem Punkt gekommen, wo ich die Batterie hätte verbessern müssen. So. Also. Ja, und ich hab's, wie gesagt, ich nehme es halt auch so gut wie gar nicht her. Also bisher habe ich alles immer irgendwie so gemacht, dass ich den Scheiß nicht brauche, weil er mir eben einfach, der nervt mir einfach. Eigentlich haben wir jetzt die letzte halbe Stunde ziemlich viel drüber geredet, was uns nervt. Für das, dass wir zwar die ganze Zeit sagen, ja, du warst schon da, lass uns morgen drüber reden. Ja, das schon, aber es ist tatsächlich eben so, aufgrund dessen, dass es so ähnlich ist zu Breath of the Wild, hat mir Breath of the Wild damals Vollgas geflasht, weil das einfach richtig geil war, endlich ein Zelda mit einer richtigen Open World, mit so unglaublich viel Freiheit. Und das, was mir Tears of the Kingdom jetzt gibt, das bin ich ja schon gewohnt. Das ist ja mein Grundbedürfnis mehr oder weniger, was da erfüllt worden ist. Und die Sachen, die dazugekommen sind, ich kann jetzt nur über die Sachen reden. Und das sind dann entweder 1:1 Sachen, die mich nerven, aus dem ersten Teil schon, oder es sind Sachen, die mich halt, wie die Batterie, nerven, weil mich halt selbst immer nervt. Aber das ist jetzt nicht unbedingt okay. Das ist nicht Breath of the Wild geschuldet, das ist halt einfach, ja, hau ab mit Ausdaueranzeigen, was möchtest du? Ich kann auch 100 Jahre laufen und hab keine Ausdaueranzeige. Dann möchte ich nur... Ja, auch, ich kann 100 Jahre laufen. Dann möchte ich vielleicht nur kurz was Positives sagen. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe an die Völker mit die Ornis oder mit die Gerudos, das fand ich schon cool, wie sie sich mittlerweile weiterentwickelt haben und auch, dass die ja dann teilweise schon kennen, weil du hast ja das alles bei Breath of the Wild schon durchgemacht und dann halt manchmal ja mit dem entsprechenden Respekt dann dir gegenüber treten und das finde ich schon cool. Außer so blöde Kurve, die Sodas, die nennt uns einfach Lin. Okay. Ich weiß nicht, die hat überhaupt keinen Respekt nicht für die blöde Kurve. Du musst es immer anders betonen, weißt du, Lin. Hi. Ah, Lin. Ja, aber die Sodas in der Welt, die sind nicht mehr so scharf, wie die so grün auf Time waren. Okay. Die mit den komischen Hai auf dem Kopf drauf und so ein Zeug. Nein, die muss ich leider sagen, ich bin raus. Mit dir geht nichts. Oh. Wo ist es jetzt? Kann ich nicht ans Fischbuffet gehen, es tut mir leid. Sora-Buffet. Ich finde zum Beispiel, also die Soda-Welt, die fand ich in Breath of the Wild schon unglaublich geil. Die finde ich richtig schön, irgendwie so ein bisschen märchenhaft, die ist richtig schön. Und ja, in der Orni-Welt ist es vor allem auch voll aufgefallen mit dem, dass ja der andere Tier im ersten Teil Käufer hat und jetzt sein Kind dabei ist. Die Kombinationen finde ich auch richtig geil, dass du eben, das habe ich ja vorher gemeint mit dem, diese sinnvolle Weiterführung vor der Welt vom ersten Teil. Das sind die Sachen, die mir dann voll taugen, die sehen mich, wenn ich so eine Fortsetzung habe, die in der gleichen Welt spielt, dass sie die mitentwickelt hat und deine Taten aus dem ersten Teil mehr oder weniger noch bekannt sind da drin. Das finde ich ziemlich geil. Was ist das echt, dem sein Bur? Also ist er das? Ja, der Klar ist der Bur vom Chef. Ja, aber ich hab gedacht, der war irgendwie komplett blau bei Breath of the Wild und der war doch jetzt da weiß. Ja, der Bur ist weiß, aber der andere, den du meinst, ist doch der Ding, der Recke gewesen, oder? Der blaue. Ach so, okay. Ja. Das war ja einer von den 4 Recken. Ja. Und der Chef ist ja der im ersten Breath of the Wild Käufer hat. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und das ist den sein Bur, soweit ich das weiß. Aha, ja, dann ist cool. Also genau.
Ja, da bin ich jetzt eben auch schon voll gespannt auf die Coronenwelt wieder und auf die Gerudos. Also ich freue mich da schon richtig drauf, auf die ganzen neuen Leute und Welten wieder zum Treffer vom ersten Teil. Vor allem war ja der Todesbergmann ist ja erloschen, oder? Ja. Oder weitestgehend, das finde ich jetzt auch schon wieder, da bin ich auch schon wieder gespannt, wie das dann im Todesberg abgeht da drinnen, wenn der Nummer alles brodelt. Ich bin auf alle Fälle sehr neugierig, wie es weitergeht, aber ich bin ja froh, wenn ich endlich mal dementsprechend Rüstung und Zeug gefunden und gelevelt habe, weil dann ist es auch wieder ein bisschen einfacher. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Weil die Bergsteigerei ohne Ausdauer. Und was unsere Hörer und ein Seppi natürlich nur brennend interessiert ist, welche Vor allem Figuren. ein Seppi. Richtig, welche Figuren in Tears of the Kingdom findest du dann scharf? Ja, die Gerudos sind schon. Weißt schon. Nein, ich bin Goronenfetischist. Was meinst du, wie es da mit der Fisterei abgeht? Alter Schwede, richtig geil. Schön. Richtig geil. Was Ja, und Seppi, du musst es jetzt komplett durchspulen, oder? Na, muss ich nicht. Achso. Ich spiele immer nur so weit, wie es halt wie die fix. Und das war beim Tutorial die Hälfte, oder? Genau. Jetzt bin ich raus hier. Nein, ich habe jetzt, ich werde jetzt wahrscheinlich, ich weiß es noch nicht wieso, wahrscheinlich werde ich Street Fighter anpacken jetzt. Oh Gott. Aber das soll mich nicht allzu lang beschäftigen und dann werde ich auf alle Fälle wieder. Da kannst du doch mit deinen Füßen als Hubschrauber fortbewegen bei Street Fighter 6, oder? Frag mich nicht, ich habe mich noch nicht weiter damit befasst. Ich habe ein ganz komisches Video gesehen, da habe ich gedacht, was zur Hölle schaue ich denn da gerade schon wieder an? Das ist die Street Fighter Es hat auf alle Fälle krass gute Wertungen gekriegt, gell? Ja, das habe ich auch gelesen. Gut bewertet. Mal schauen. Aber ich bin kein Beat'em-up-Typ, nicht? Das Ja, außer Mortal Kombat halt. bis auf Smash Brothers und Mortal Kombat auch nur wegen weil es jetzt so geil splattert, sonst nur da mir am Arsch vorbeigehen, aber Tekken, Street Fighter, das ganze Zeug interessiert mich nicht. Ja, Street Fighter hat jetzt auch so einen ultra hippen Look und so, gell? Also das ist Ja, das ist schon sehr modern jetzt. Naja, musst schon mengen. Das mögen wir nicht. Ja, und wir dann sind ist ein halt Hobbits, wir lieben Beständigkeit. Diablo 4 ist halt auch noch so ein Ding, gell? Ja. Das ist morgen Release, oder? Na, am 6.6., oder? Heute auf Nacht um 0.30 Uhr, glaube ich, geht's los für Vorbesteller, die super mega 110-Euro-Version gekauft haben. Und am 6.6. geht's für alle anderen. Das hat man jetzt so, dass man dann mal 20, 30 Euro mehr verlangt, dass man 5 Tage früher spenden darf. Ja, Logo. Ja, richtig. Das hat man ja bei Hogwarts Legacy schon gesehen, dass das ja voll die Erfolgsnummer ist, dass man, wenn man ein Spiel vorher schon kriegt, dann kann man schon bei die ganzen Bugs entdecken und damit Spaß haben. Das ist immer toll, ja. Ja, das ist super, mega geile Abzocke, einfach nur und sonst nix. Das ist richtig. Also bei Tears of the Kingdom hat es auch jetzt so einen Bug gegeben, da hast du dann irgendwie Material unendlich vervielfältigen können. Habt ihr es denn noch mitgekriegt und irgendwie ausgenutzt einmal? Ich hab das bloß gelesen. Nein, nichts gesehen. Ja, weil das ist mir mittlerweile gefixt. Frechheit. Hast du beim Bug, der dir nicht auf den Sack geht und dann fixen es dann weg, die Schwanz. Wie findest du das nicht eigentlich an sich auch technisch? Street Fighter? Nein, ja. Street Fighter 2 und ein Seppi frage wegen Banjo-Kazooie. Oh ja, Wie findest du das für Spiele technisch? Vollidioten. Ja, ich finde es den Umständen entsprechend. Also du kannst aus der Switch nicht mehr rausholen. Und, ja, also natürlich müssen wir auf Switch-Niveau uns da unterhalten und nicht anfangen, dass wir es jetzt, was weiß ich, mit PlayStation 5 und irgendwelche 10.000 Euro PCs vergleichen. Aber für Switch-Verhältnisse... Für Switch-Verhältnisse ist das jetzt, glaube ich, top-notch. Aber wir müssen jetzt dann auch ganz klar sagen, es reicht jetzt dann langsam, Nintendo. Wir haben ja jetzt 2023, das Ding ist ein Tablet von 1915. Das kann nicht sein, dass man da gar nichts mehr aushält. Aber angeblich soll es ja bald soweit sein. Ja, bin gespannt. Da habe ich aber auch schon was tuscheln gehört. Das Einzige, was ich bis jetzt gehabt habe, also grafisch ist es auf alle Fälle, wahrscheinlich der Nintendo Switch Peak, aber bei mir ist es ruckelt immer wieder, wenn es rechts zugeht auf dem Bildschirm. Habt ihr das auch? Na. Ja, das stimmt, aber das Echt? ist aber, es gibt ja ganz viel Pixelstein und so weiter, weil das halt einfach nicht mehr geht. Also das ist halt einfach so auf Anschlag. Das Spiel, das kann nicht mehr 100%ig rundlaufen auf dem Teil. Ja, also zum Beispiel bei so Monster-Horden, von der ich vorher verzeiht habe, da kämen dann, was waren das, 10 Viecher auf einmal und dann wird's schon mal, also zwar nicht massiv, aber es sind ganz leichte Ruckler, die man definitiv wahrnimmt und das war jetzt zum Beispiel von Breath of the Wild, weiß ich das nicht mehr.
Oder weiß ich das nicht? Ich find's geil, dass du 10 Viecher als Horde bezeichnest. Nein, das Spiel bezeichnet die 10 Viecher als Horde. Da war nämlich oben drüber Monsterhorde mit einem Lebensbalken für alle Viecher. Ah, ja, okay, stimmt, ja. Aber also ich hab das bis jetzt noch nicht festgestellt, dass ich irgendwelche Ruckler gehabt habe. Ja, muss man aufpassen, ob das bei dir auch vorkommt. Das kommt noch. Das kommt schon noch, ja. Ansonsten Grafik, also ich finde da den Grafikstil finde ich unglaublich schön. Ich finde, weil die Farben irgendwie so schön weicher immer ausschauen, aber trotzdem kräftig sind, das taugt mir voll. Und Musik finde ich auch wieder geil. Das ist wieder, mehr hätte ich einfach den Soundtrack, mehr hätte ich einfach im Auto oder auf der Couch laufen lassen zum Schlafen. Ja. Vorher vielleicht noch zum Feppen, aber dann zum Schlafen. Ein Kritikpunkt fällt mir gerade noch ein. Und das hat wieder was mit der Story zu tun. Immer wenn du einen Tempel schaffst und du deinen, ich weiß nicht, wie heißt denn, ich sage jetzt einfach Recke dazu, deinen neuen Recken kriegst. Also das sind doch die Weisen, oder? Oder die Weisen, ja. Bis jetzt waren die Hintergrundstories, die dann auch ins Video kämen, 1:1 einfach genau die gleichen Sätze und die gleiche Story, nur halt mit der ausgetauschten Figur. Ja. Okay, stimmt. Da bin ich auch gespannt. Zeige ich den Scheiß jetzt zweimal, oder wie? Ja, oder halt 4-mal. Aber das ist schon schwach. Aber es sind sie jetzt Sim-weise gewesen jetzt da, oder 6? Ja, klar sind es Sim, weil wie heißt der Riku? Rauru. Rauru, oder? Rauru, dem seine Schwester und Zelda. Dann sind es Sim. Ja, genau. Deswegen hoffe ich zumindest, dass wir dann auch mehr Tempel haben als die 4. Auf das wollte ich raus, auf das da nicht spekulieren, dass wir nicht gerade die 4 Tempel haben, sondern auch von den anderen Weisen dann noch irgendwie Tempel oder Dungeons kriegen und am Schluss halt dann wieder die größte. Das ist auch noch Zukunftsmusik, aber ja, das stimmt, was du sagst. Die stehen da, haben einfach andere Masken auf, erzählen die gleiche Geschichte. Oh, wir haben gekämpft, wir waren schwach und dann haben wir so Kopf genau, und richtig. denke mir so, wow. Beim zweiten Mal hören, denke ich so, okay, habe ich beim ersten Mal gesagt, das ist ja voll spannend, kannst du das nochmal erzählen? Ich glaube nicht, warum tust du es dann, du Penner? Ich bin jetzt so gespannt, ob man das jetzt bei jedem Weisen anhören darf. Aber ich bin ja dann auch, ja, wenn du das schon bestätigst und ich das bestätige und die haben anderen stimmt, wir haben wir haben zwei andere. Boah, leck, was ist mit euch? Das ist eigentlich dann schon oberpeinlich. Aber naja, mir nervt noch eher schon wieder diese Aufladezeit, bis du deine Fähigkeiten einsetzen kannst. Die dauert schon wieder zu lang. Lauft aber in die Schiene Ausdaueranzeige und Batterien, nervt mich sowas. Im Ego ist immer auf Knopfdruck haben, schnell. Brauchst du den, wir haben das Teil früher geheißen, wo du einstecken hast, Kinder, wo du dann irgendwelche Cheatcodes automatisch eingeben hast zwischen die Module beim Nintendo. Wow, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wieso es. Action Replay hat's geheißen. Den brauchst du. Das kann sein, ja. Da ist gleich vorbei. Ja, hol mal. Ja, aber eigentlich haben wir jetzt ja genug über Zelda gelästert, oder? Ja, warte mal, was ist jetzt euer Resümee? Ach so. Wirklich so ein Resümee kann ich jetzt nicht nur nicht ziehen, weil dafür. Ich hab's noch nicht durchgespielt, ja. Also da musst du schon noch warten. Ja. Oder Zwischenfazit, nehmen wir das Zwischenfazit. Da würde ich sagen, ich bin nicht so begeistert wie bei Breath of the Wild, aber mittlerweile voll drin. Habe aber trotzdem mehr Punkte, die ich kritisieren muss. Habe ich auch mehr als bei Breath of the Wild. Ja, es sind schon ein paar aufgekommen jetzt mit dem Schmerzen. Das hat man schon gehört. Aber trotzdem ist es ein tolles Spiel für mich, das mich sehr bei Laune hält. Corby? Ich bin begeisterter wie bei Breath of the Wild, weil ich bei Breath of the Wild lang braucht habe, bis ich den Bock gehabt habe, dass ich halt die Hauptstory weiterspiele und das mich hier anders packt. Ich finde es spannender, ich finde es ein bisschen erwachsener und habe halt jetzt vor allem Bock, diese Hauptstory zu spielen, dass ich das durch habe, damit ich mich dann auf den Rest konzentrieren kann. Bei Breath of the Wild war es genau andersrum. Duselbauer, du. Duselbauer. So, richtig Glück gehabt. Genau, innerlich denkst du, voll Idiot. Nein, ist ja tatsächlich so. Es ist ja, ich hätte es ja auch lieber, oder sagen wir mal, ich hätte es lieber so, wenn wir beide von Anfang an so komplett begeistert hätten und ich weniger Sachen hätte, die mich aktuell noch nerven. Wobei die wahrscheinlich zum Großteil auch wegfallen, je weiter der Spielfortschritt ist, denken wir jetzt nicht. Aber wir werden uns wahrscheinlich noch in mehrere Talks raus immer wieder mal kurz abholen, wer gerade wo bei Zelda ist. Na, beim nächsten Mal machen wir wieder Octopath Traveler 2. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir das bis dahin wieder mal spielen. Ich müsste jetzt eigentlich schon spielen, weil das auch so unglaublich schön ist. Was soll das? Jetzt habe ich, wie gesagt, 3 Spiele, wo ich über 100 Stunden einstecken kann. Ja, und Gollum wolltest du auch noch anfangen. Nein, da bin ich raus. Und bei Death Stranding bin ich jetzt mit dem Straßenbahn auch raus. Jetzt spiele ich nur eine Story dahin. Aber Seppi, Chassois. Was hast du noch mitgenommen aus Frankreich? Ich war vom Publisher Nacon mal auf einem Event eingeladen und hab mir da mal Sachen anschauen dürfen. Big Ben Interactive, kennst du vielleicht?
Ah, auch nicht? Okay. Nee. Okay, ja, ich vergiss immer, mit wem ich da rede. Ja, jedenfalls war da, das ist, kann euch vielleicht auch interessieren, eins von den Spielen war ziemlich geil. Und zwar Robocop Rogue City. Ah, ja. War's echt geil, oder wie? Das ist, also, man muss die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Das ist eine Double-A-Produktion, das ist jetzt kein High-End-Dings, aber für das schaut es eigentlich ganz geil aus. Und es ist halt voll der Oldschool-Shooter. Also das ist, du hast so deine linearen Level und dann laufen halt, es ist so geil am Anfang. Das glaube ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, wie es im Originalfilm war, aber da war da auch so eine Punker-Gang, oder? Ja, in den 80er waren sie immer so komische So Punk. geile 80er-Punker-Gang. Und die haben da eben auch, und die nehmen einen kompletten Fernsehsender so aus Geisel und du musst halt dann da reinrumpeln und musst halt die einen nach dem anderen abballern und die kommen halt wie so in bester Max Payne-Manier halt also immer wieder irgendwo daher und du knallst es einfach weg. Das ist richtiges Kanonenfutter. Und du hast der Robocop, seine Knarre hat zum Beispiel unendlich Munition und du bist halt einfach viel mächtiger wie alle anderen schon im ersten Level und das ist einfach geil. So ein richtiges tolles Machtgefühl kommt da drüber. Und ja. Und bleibt es dann so? Das weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt 2 Stunden anspielen dürfen. Du hast dann zum Beispiel, es ist ja dann nicht nur Shooter, du hast dann zwischendurch, bist du mal im Polizeirevier und kannst jetzt Anzeigen für irgendwelche Gestörten annehmen, die dir dann irgendeinen Spann verzeihen und du musst dann entscheiden, wird das jetzt zur Anzeige gebracht oder soll ich einfach nur verpissen und kannst Knöllchen verteilen an Falschparker und das ist Mist, weil du bist ja als Robocop schließlich ja ein Polizist und musst lauter so einen Müll machen auch mit zwischendurch. Und ja, da weiß ich halt jetzt noch nicht so genau, ob das wirklich auf Dauer Spaß macht, weil das war jetzt so ein bisschen komprimiert und du hast da schon so ein bisschen gemerkt, recht viel ist da jetzt nicht dahinter. Also du bist recht träge unterwegs, ist jetzt nicht so sehr High-Speed-Shooter, was auch wieder irgendwie zum Charakter passt, weil der ja auch nicht recht flott ist. Mhm. Aber so die Atmosphäre haben sie schon ganz schön geil eingefangen, weil das ist eigentlich komplett wie der erste Teil damals, der von Paul Verhoeven. Die ganze, ja, dieses dystopische Detroit, das kommt voll gut rum. Das haben die Originalcharaktere haben's gemacht. Sogar der Hauptdarsteller vom Robocop hat die Stimme eingesprochen. Ah, cool. Von dem her ist es halt richtig authentisch. Und für Fans vom Film, da die sagen auf alle Fälle Must-Play. Wenn es nicht Okay, bin ich gespannt. komplett verpackt rauskommt wie alles andere momentan. Aber das hat jetzt nicht den Eindruck gemacht. Das hat schon gut ausgeschaut mittlerweile. Für das jetzt noch 3 Monate, glaube ich, in Entwicklung sein wird. Mhm. Nice. September kommt's. Und sonst warst du auf der großartigen Gollum-Party? Ja, habe ich ja schon erwähnt. Da war die Gollum Release Partei. Und wie sind die Franzosen so? Lauter nette Leute? Tatsächlich, ja. Also wir waren dann noch ein paar Tage haben wir noch hinten drauf gehängt und haben wir durch Paris geradelt. Und es ist wirklich, also zuerst meinst du mal, das ist die chaotischste Stadt auf der ganzen Welt, weil die fahren kreuz und quer umeinander und du kennst die überhaupt nicht mehr aus. Und dann, wenn du mal so auf dem Radl sitzt und dieses Chaos benimmst, lernst langsam, dass, wenn sie keiner an irgendwelchen Verkehrsregeln hält, hat das die gleiche Wirkung, wie wenn es alle dann. Und dann wird's wieder normal. Und du überlebst. Ja, die müssen ja nichts für halten, weil normal jede Woche irgendwo Autos umeinander stehen und brennen. Darum gibt's ja keine wirklichen Regeln. Ja, da hat dann Rot und Grün, das sind alles nur Empfehlungen. Und Genau. Meistens sagst du es eh nicht, weil, wie gesagt, davor wieder eine Mülltonne steht und brennt und irgendjemand auf dem Autodach umeinander hupft. Kulturbeauftragter Kani, ja. Hallo? Immer wenn ich was von Frankreich sehe, dann geht's einfach nur um Randale. Ja, mehr gibt's zwar nicht. Das ist wirklich an der Tagesordnung. Aber es ist nicht negativ geworden, weil ich beneide die Franzosen um ihre Demonstrationskultur, die haben. Ja, die gehen halt auf die Straße, wenn sie irgendwas auffuckt. Ganz genau. Und das finde ich, das beneide ich sehr, dass die das so haben. Abgesehen jetzt von der Sachbeschädigung, die ist jetzt nicht so, aber dass die wirklich protestieren, wenn ihnen was nicht passt und da halt, sagen wir mal, so als Volk auftreten, finde ich toll. Aber wurscht. Hast du noch was mitgenommen von Frankreich? Ja, ich habe mir noch ein paar andere Spiele angeschaut, aber die sind jetzt nicht so erwähnenswert, Okay. würde ich mal sagen. Es gibt nur so Robin Hood, Gangs of Sherwood, das ist so so ein Co-Brawler in so einem Steampunk-Robin Hood-Universum. Ja, du hast halt deine 4 Klassen, die du dann nehmen kannst, für so einen Bogenschützen, einen Tank und dann hat das zeigen und dann musst du durch Gegner schnetzeln. Das ist jetzt nichts Besonderes. Mhm. Okay. Muss man jetzt nicht unbedingt auf der Liste behalten. Hast du dann nein, ich glaube, du hast schon gesagt, oder PlayStation Showcase hast du nicht gesehen? PlayStation Showcase habe ich noch nicht gesehen. Ja. Corby, du?
Ja, also zumindest, ich habe mal das Interessanteste mit rausgenommen. Du möchtest unbedingt über die Spiele reden, ich möchte über diesen Handheld reden, weil ich hab's die Woche, glaube ich, schon mehrfach gesagt zu verschiedenen Leuten. Ja, Sony möchte offensichtlich mehr Geld, weil ich habe hier wieder mal anscheinend irgendwo Wanzen und die haben mich vor kurzem anscheinend drüber jammern gehört, dass ich unbedingt ein Handheld von der PS5 haben möchte. Mir scheißegal, wenn es nur im WLAN geht. Hauptsache, ich kann was schauen und gleichzeitig meine PS5-Qualität genießen und ich krieg das jetzt. Ich finde das cool. Ja, also Stimmt, prinzipiell so cool. Prinzipiell cool für das, was du sagst, wo man es hernimmt. Aber für mich hat es halt einfach auch den faden Plagiatsbeigeschmack, weil das halt einfach nur eine Switch-Kopie ist und sonst nichts. Nur besser halt. Ja. Ja, wahrscheinlich ist es leistungsfähiger, ist eh klar, weil es eine PlayStation 5 ist. Aber es ist ja wieder so typisch irgendwie, sei es jetzt die Switch-Ding, sei es damals die Bewegungssteuerung. Es ist immer so schiebig, dass sie sich ein paar Jahre Zeit lassen, bis sie dann einfach die Sachen abkupfern wollten, wo da die Probleme waren und das dann einfach Jahre später in High-End auszubringen. Ja gut, aber du hast ja bei den früheren Handhelds, die haben ja auch schon das Design gehabt, das hat jetzt Switch nicht erfunden. Das war ja die PlayStation Portable und so, hat auch schon so ausgeschaut. Ja, aber ich meine, diese Art und Weise von Gaming, von Fernseher auf Handheldwechsel, das Ding ist halt. Also, das meine ich. Das hat's auch zuerst schon auf der PlayStation gegeben. Bloß hast du es da auf ein Handy streamen können. ja. Da tust du ein bisschen Unrecht, du Nintendo-Fanboy, du. Was? Aufs Handy streamen? Ja, das kannst du bei der 3er schon Kinder, glaube ich, bei der 4er auf alle Fälle. Ich hab's mir jetzt so 100% so genau angeschaut, aber kann man die Controller da auch abnehmen, oder was? Nein, das glaube ich nicht. Das weiß ich nicht. Weil das Ding hat mich nicht mehr so interessiert, muss ich sagen. Weil, wenn du es nicht kannst, dann hat es relativ wenig mit der Switch zum Tor. Also ich glaube nicht, dass das geht, weil das wirst du jetzt nicht Ja, also machen. ich sage ja nicht, dass es bis ins Detail nachgemacht ist, aber die Grundidee ist halt einfach von der Switch übernommen. Und mehr geht's mir Du gar hast nicht. das Wort Plagiat benutzt. Ja, genau. Ja, das ist ziemlich eindeutig. Plagiat der Grundidee. Also, du wirst es nicht glauben, aber Plagiat ist normalerweise Klauen und nichts Gutes. Ja, haben sie geklaut. Das Ding heißt sogar PlayStation Switch, oder? Ja. Das heißt Nintendo 5. So haben das gemacht. Ich glaube, das Gameboy heißt. Ja. Ich hab mir spielemäßig Assassin's Creed sind wir eigentlich raus. Unser kleiner Seitenhieb vom Sepp und von mir, der glaube ich, hat es ja vorher schon kurz wieder ein bisschen verdeutlicht, was wir von der Reihe halten. Aber mit Ankündigung von Mirage war ich wieder ein bisschen angefixt, weil es hieß, es ist so wie die ersten 2 Teile, viel Schleicher und so. Und dann kommt eben der Trailer von Assassin's Creed Mirage. Und mir ist klar, dass ich einen Trailer wahrscheinlich ein bisschen actiongeladener verpacken muss. Aber das, was ich da gesehen habe, da habe ich gedacht, wo? Schleichen, wo? Ist einfach nicht da. Lügenpresse. Da bin ich echt gespannt. Ich glaube, dass es einfach wieder nur der gleiche Bullshit wird wie die letzten Teile. Ja, da lassen wir uns mal überraschen. Ja, das wäre, also, weil ich bin eigentlich komplett raus bei Assassin's Creed, habe ich gesagt, sollte es aber wirklich so eine Schleichversion nochmal geben, da hätte ich mir eine Chance geben, aber da warte ich bis raus ist und es ordentliche Tests gibt und ich weiß, was da kommt. Sagt er jetzt und dann wahrscheinlich einen Tag nach Release-Datum hat er's. Ich hab mir selber gekauft, ich glaube die Teile nur bis zu Teil 4, danach habe ich mir selber keins mehr gekauft. Okay. Das habe ich dann immer nur mit dem Spätzl gespielt, weil der süchtig ist nach dem Scheiß und dann habe ich da mit reingezogen in diesen Moloch. Ja, okay, immer die anderen, immer der Gruppenzwang. Furchtbar, so geht's nicht. Und was auf alle Fälle mein Highlight da drinnen war, ist aber das Remake von Metal Gear Solid 3. Da bin ich, das habe ich nie gespielt, ich habe das 1 und das 2 gespielt und ich möchte die Metal Gear Solid 3 schon lange mal nachholen. Und sie haben ein Remake zu Teil 3 angekündigt. Ich denke mir wieder, ich möchte jetzt so gerne dann einfach ein Remake von Teil 1, 2, 3, machen wir es so, nein, fangen wir mit Teil 3 an, aber ja auch Remaster Edition mit alle 3 Teile, mit den ersten 3 Teile. Und da bin ich schon richtig heiß. Da wird dann so der Zeitpunkt kommen, wo ich sage, jetzt hole ich mal meinen großen, lang geplanten Metal Gear Solid Marathon nach. Aber da haben es keine Gameplay-Bilder gezeigt, oder? Also das war nur dann so ein Cinematic-Trailer, oder? Genau. Ja, Spider-Man 2 haben wir dafür Gameplay gesehen. Und das schaut schon richtig fett aus. Ich glaube, storytechnisch orientiert sich ein bisschen am Spider-Man 3 vom Sam Raimi, weil du siehst Peter Parker eben auch mit einem schwarzen, vom Venom überzogenen Anzug. Und er hat schon im Vergleich zum ersten Teil ein bisschen härtere Charakterzüge diesmal. Bin gespannt auf die Geschichte und es schaut mega geil aus. In dem Trailer, in dem Gameplay-Trailer hast du wie heißt der Echsenmann, einen Lizard verfolgt. Der wäre riesengroß, voll brutal, richtig geil. Also auf Spider-Man 2 freue ich mich schon richtig. Mhm, schön. War für die kein Spiel dabei? Ich habe nur dieses Handheld-Ding gesehen.
Ach so, du hast die Spieldinger gar nicht angeschaut. Na, hat mir, also tatsächlich keiner der Titel interessiert mich. Ich habe mal versucht, in Assassin's Creed reinzukommen und habe, glaube ich, erst 2 oder so gespielt. Oder das 1? Ich weiß gar nicht mehr, keine Ahnung. Und es hat mich einfach dann irgendwann fallen lassen, weil ich nicht weitergekommen bin. Und ansonsten bei allem, was du jetzt so aufgezeigt hast, ja, habe jetzt keine Begeisterung. Ah, okay. Dann bist du offensichtlich behindert. Es sind ja noch ein paar dicke Titel in der Pipeline sein, die es jetzt noch nicht angekündigt haben. Gell? Also es sind wahrscheinlich in den nächsten 2 Monaten noch ein bisschen was dazukommen. Ja, kann ich mir vorstellen, weil ich sag, für mich waren jetzt auch nicht die Oberburner waren jetzt nicht dabei, weil Spider-Man 2 ist ja schon lang bekannt gewesen. Ich glaube, richtig neue Ankündigung, glaube ich, hast eigentlich nur das Metal Gear Solid 3 drinnen gehabt, wenn ich mir das jetzt so richtig in Erinnerung habe. Ja. Weil, was war denn noch dabei? Das Towers of Agashra, das war echt cool. Alan Wake 2, das kommt, war ja auch schon lang bekannt. Ja. Final Fantasy 16 ist auch schon kurz vor Release gewesen. Das ist ja schon, kommt ja schon diesen Monat. Ja, Dragon's Dogma 2, glaube ich, war, glaube ich, nur so eine kleine Überraschung, zumindest für mich, weil da, glaube ich, war der erste Teil auf der PlayStation 3 noch. Und ansonsten war es okay. Der Arschbuben haben sie gesagt, ich glaube, das ist der Plucky Squire. Ich glaube, ich hab dir da mal einen Trailer geschickt dazu, wo du in den Bierchen bist und dann ausgehen kannst in 3D und wechselst dann wieder in 2D-Ansicht und so. Das sagt man was, ja. Das haben sie auch noch gesagt gehabt. Das war noch ziemlich cute as fuck, da ich sagen. Aber ansonsten war ich war mit Metal Gear, haben sie voll gehabt. Ja, okay. Männers, 1,30, gleich Schlaf von Schei. Nein, sie muss bei uns. Bei uns schläft keiner. Ja, also wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge beim Talkthrough, weil ich hoffe, ich werde dann einiges von Diablo 4 erzählen können. Dann verabschiedet man einfach an Kani eine halbe Stunde früher. Das passt, dann kann ich gleich schleudern. Und ansonsten, du kommst ja nach einer Minute schon wieder. In doppelter Art und Weise. So schön. Schnellste Kolte melden müssen. Ich habe also so eine Klickrate von so einem südkoreanischen Profi-E-Sportler. Ja, und wer weiß, vielleicht können wir das nächste Mal dann schon ein bisschen was weitergehendes zur Story von Zelda sagen oder machen eine extra Folge, wer weiß. Noch eine. War das schon eine? Meinst? Ja, Corby halt dein Maul jetzt, weil dann entlassen wir die Leute zurück an ihren Controller, oder? Yes. So machen wir es. Sagen wir, schön, dass zugehört habt. Ich hoffe, kommentiert uns vielleicht einmal, wenn ihr auch Zelda spielt, wie ihr es findet, wenn ihr Death Stranding spielt, wie ihr es findet, ob die Sony Handheld Project Q dreister Plagiatversuch an der Switch ist oder nicht. Diese Frage noch lange muss unbedingt geklärt werden bis ins Detail. Und ansonsten sagen wir, schön, dass du da warst. Schön Seppi von dir, schön Corby von dir. Danke. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von Project Q? Nö. Okay. Also, habadere. Adieu. Bonsoir.